So, wie schaut's aus? Bescherung schon gewesen, oder wie? Oder macht der Kratos noch eine Bescherung? Bescherung ist IAZ. Ja, wenn da jetzt eine Bescherung ist, dann muss ich ja fast einmal Guten Morgen sagen. So, grüß Gott beieinander, liebe Bazi-Gang. Monkatz habe ich die Kattel. Es ist ein Baby-Bazi. Der ist schwanger, ja, den bunten, das sauber. A Babybazi Smiley mit Freudentränen, rotes Herz oder A Christkind Smiley mit Freudentränen, Konfettibombe, Weihnachtsbaum. Kann der Grinskistel sein, wenn's mich fragst. So, jetzt grüßt mich erst einmal. Leute, ich muss schauen, weil mein Twitch-Overlay hat sich ein bisschen verabschiedet. Monkatz habe ich die, Sherry habe ich die, Angel habe ich die, Price habe ich die Dwifey auch schon da. Dann haben wir einen Burgi, der wo schon da ist. Die Kattel ist schon da, der Fonsi ist schon da. Ja, grüß euch gut beieinander. Angel, das erste Mal merci für deinen Resub im 6. Monat. Ein halbjähriges haben wir zum Feiern. Ja, du hast auch gerade mehr noch 3 Monate Zeit und dann geht's dir nämlich so wie der Yassi jetzt gerade. Ne? Yassi hat entbunden. Yassi. Ja, genau. Yassi hat entbunden. Yassi, danke dir für deinen Resub. Im 9. Monat geht's jetzt zum Baby-Bazi. Ich hoffe, er ist gesund und munter geschlüpft. Ja, perfekter Tag eigentlich am 24.12. Ja, mach, ich bringe einen Jesus auf die Welt, den so kein Mensch nicht interessiert, du bringst einen Baby-Bazi auf die Welt. Das ist der eigentliche Herrgott, wenn du mich fragst. Leute, Dankeschön für den Support. Vielen Dank. So, damit macht man keine Witze. Ja, auf dich bezogen oder auf euch bezogen sollte man damit keine Witze mehr machen. Das stimmt tatsächlich. Das stimmt. Ich geh wieder fort, ich gehe jetzt dann auf Sharing zum Weißwurstessen und so 12 Weißbier aufgezwackt. Der Mr. Price, der lässt halt richtig krach auf zur Feier des Tages. Mr. Price, lass die auf keinen Fall aufhalten, ja? Aber übertreib's nicht stark. Perfekter Weihnachtssong. Sehr schön. Yassi also bekanntermaßen auch am Start. Birgit, habe die Ehre und frohe Weihnachten. Bei uns gibt's gleich Weißwurst. Alter, was habt ihr alle mit eine Weißwürste? Das ist ja Wahnsinn. Was habe ich gehabt? 2 Kassemmerl in der Früh. So, die Wifi bekanntermaßen auch da geht jetzt noch mindestens einer an. Da kannst du jetzt warten drauf, jetzt pass auf. Sag ich doch! Warum geht der jetzt nicht? Ja, der Mike war's bald dran. Der hat instant danach triggert. Mike, die werden für die nochmal triggern, du pass auf. Das haben wir gleich. Der Mike, der war zu energisch. So, pass auf. Da ist er! Die Samcross können soundcrashen. Ja, so! Von sich habe ich die Ehre. Bei mir gibt's einen Big Rösti, aber keine Weißwürst. Schwierig, da die jetzt einen Big Rösti mengen, ich glaube, wenn ich mal dran denke, dass heute Abend Raclette gibt, dass morgen Abend Raclette gibt, dass am 26. wahrscheinlich Restel vom Raclette gibt, möchte ich glaube ich heute keinen Big Rösti nicht. Ich weiß nicht, ob ich das mengen darf. Keine Ahnung, es wird eh wieder wie jedes Jahr eine komatöse Fresserei und sonst was anderes wird das nicht. Bei mir gibt's jetzt nur Lachs, aber am Abend dann 3-Gänge-Menü only for me. So nämlich, ja. Bei mir wären's 8 ungefähr. Wahrscheinlich. Bei mir gibt's Kaffee und Aspirin. Aber hat der Burgi einen Kater oder hat er sich ein wenig eine Grippe eingefangen? Ich hoffe auf jeden Fall zu beidem gute Besserung. Ja? Frohe Weihnachten, meine Lieblingsmenschen. Oh, ja, Lieblingsmenschen. Ihr seid lauter Lieblingsmenschen, das stimmt. Ohne Witz, ich war jetzt seit Sonntag nicht mehr live. Mir ist das vorgekommen, wie wenn ich 3 Monate wickert war. Ohne Scheiß. Ich wollte die ganze Woche irgendwie streamen. Es ist einfach fucking nicht possible gewesen. Es war nicht möglich. Es ist nicht gegangen. Es ist einfach nicht gegangen, Freunde der Sonne. Aber mal so eine Woche muss halt auch mal sein. Das heftet nicht. Boah, Raclette. Ich muss aufpassen, dass keiner unsere Adressen rausfindet heute. Man muss Opfer bringen, ja genau, stimmt, Sherry, da hast du absolut recht. Morgen auf Nacht gibt's ein Chili. Oh na, Chili. Oh na.
Na. Chili, da kannst du jetzt nicht springen damit, ehrlich gesagt. So, ich schwab mir jetzt aus dem Leben, gestern bin ich ja nicht dazugekommen, wieder schauen. Mr. Price, dir frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Schwarm, ja? Pass auf dich auf und eine gute Zeit wünsche ich dir auf alle Fälle, ja? Danke, dass du trotzdem kurz reingeschaut hast. Bin absolut nicht in Weihnachtsstimmung und bin froh, den Vormittag mit euch jetzt zu verbringen. Wir werden unser Bestes tun, dass wir jetzt den Vormittag gemäß des Kodexes, dass da God of War gespielt wird, dass wir das irgendwie den Umständen entsprechend gestalten werden. Ja? Ich bin auch nicht in Weihnachtsstimmung, also so, nicht so ganz, also ein bisschen schon. Also bei uns war schon eine kleine Bescherung, wie Frau Bazi, aber mir kommt es eher vor, wie wenn der Osterhaus kam, so vom Wetter her. Ne? Aber, naja. Das werden wir uns jetzt schon irgendwie richten, das passt. Ja, wir haben halt noch einiges vor. Ich habe mir content-technisch einiges aufkommen, was wir noch machen können. Heute wird es nochmal fucking intense. Wir müssen uns halt eine Sache klar machen, dass heute wird vorerst für die nächsten Jahre wahrscheinlich der letzte God of War Stream werden. Warum? Es ist mittlerweile von Entwicklerseite bestätigt, es werden keine DLCs kommen zu God of War Ragnarok und es wird auch kein Spiel mehr erscheinen, was in der nordischen Mythologie spielt. Also sprich, dieses Spiel, Ragnarok, schließt die Geschichte um die nordische Mythologie komplett ab. Ja? Aber es gibt momentan sehr heiße Hinweise drauf, auch teilweise seitens der Entwickler und auch seitens der Community, dass es nochmal ein God of War geben wird, allerdings in Ägypten. Ja, da gibt es in-game den einen oder anderen Hinweis drauf. Die Entwickler haben schon gesagt, sie hätten Bock auf Ägypten. Wer weiß, es gibt auch Theorien, wie das zustande kommen könnte. Ja, da sage ich vielleicht nur mehr was dazu. Aber stellen wir uns einmal darauf ein, dass dieser Stream heute wahrscheinlich der letzte God of War Stream sein wird. Für die nächsten 3-4 Jahre. Wahrscheinlich. Bazi, ich bin nicht weit weg von dir, ich gehe der Nosen. Ja, stimmt. Da wünsche ich dir aber viel Spaß, weil du bis dass du bei mir runter bist, da gehst der Zeil. Mike, danke dir, dass du deiner Gattin, der Samcro-Wife, einen Sub giftest. Wifey, willkommen weiterhin in der Bazi-Gang und viel Spaß mit dem Mike, danke dir. Da geht was ab, das geht nicht. Ja, da bist halt du zur Stelle, gell? Da gibt's halt gar nichts. Da lässt dich du auch nicht anschauen. So. Gefühlt steht jetzt dann der Surfing Santa aus Australien vor der Tür. Kattel, den verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht, was man da so möchtest damit. Aber Surfing Santa hört sich auch cool aus. Und mit Board und Bierbauch auf dem Surfbredel, das... Hast Assassin's Creed Valhalla gespielt? Nein, tatsächlich nicht. Ich hab noch Assassin's Creed Black Flag habe ich die Schwalbe gemacht und bin rechts rausgebogen. Ja, ich habe die Ausfahrt genommen, weil ich finde, dass die neue Assassin's Creed einfach nicht die entsprechen halt nicht meiner Vorstellung so. Ja, also ich hab die neuen Assassin's Creed Teile alle nicht gespielt. Tatsächlich. Ja, aber Freunde der Sonne, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich da heuer mal so eine bekannte Spielereihe angefangen. Und so wie ich das sage, meine, wurde es Zeit, dass wir das neue Jahr, dann, wenn das nächste Projekt ausläuft, das wird wahrscheinlich jetzt ein Tomb Raider sein, was als nächstes die Fliege macht. Glaube ich, war es einmal wieder Zeit, wenn wir Assassin's Creed weiter tun. Der nächste Teil war Brotherhood, eins der wahrscheinlich besten Assassin's Creeds, die ich jemals gespielt habe. Da sollte man halt irgendwann einmal weiter tun, meine ich. Weil es so warm ist. Ja. So, der Opzi ist auch da. Frohe Weihnachten, Namenskollege. Ebenfalls, danke dir, Opzi, für dein Resub im 13. Monat. Der nächste, der wo die Schallmauer durchbrochen hat. Ja, ist schon gut, ich hab's schon verstanden. Happy Birthday to you. Ja, der Opzi hat da jetzt einfach mal dein Alert gecrashed. Müsste sein, es tut mir leid, aber danke dir für dein Resub im 14. Monat. Was ist schon wieder... Nein, bitte nicht. Hey, der Bahnhof hat auch Weihnachten, okay? Chillt. Sei merci dir für dein Resub im 14. Monat. Du bist der erste... Alter, 14 Monat. Du bist der erste, glaube ich, der wohl im 14. Monat unterwegs ist. Holy shit. Danke dir für deine lange Treue und viel Spaß weiterhin in der Basis und viel Spaß mit dem Max. Jetzt bin ich komplett munter. Ja, jetzt, das ist... bei uns kannst du nur... Nein, Herz nicht auf. Nein, Herz nicht auf. Jetzt bitte schön. Nicht eskalieren. Das Herz ist ja mal leer. Das ist doch ausgeworfen, was geht. Was soll denn das?
Das muss jetzt nicht sein. Okay, nur weil Weihnachten ist, jetzt chillt's bitte den Regnierschein. Ich möchte Zeit noch mit unserem Content anfangen. Danke dir für deine 5 Gifted Subs an den Fluxi, an den Frozen, an den Silent, an den Sturm und an den Arti-Barts Art Shooting. Leid, willkommen. Leid. Also meines Erachtens ist das weggeschmissen. Mike! Warum denn? Ja, nicht eskalieren, das muss jetzt wirklich nicht sein. Okay? Mike, ja. Ich verstehe die Frage nicht. Warum denn? Ich rede doch noch, wir haben noch nicht einmal Spiel angefangen. Was ist denn? Hey, es ist 9:30 in der Früh. Hallo, das ist da sauber zu früh für einen Zug, wenn du mich brauchst, ja? Ich los mir was eingehen. Mike, danke dir erst einmal auch an deine 5 Gifted Subs, an den R-Ipsi, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, an den Thomas, an den oder die Ive, an den Cube Twist und an den Simpsons. Ja, so heißt er. Mike, danke dir. Vielen lieben Dank. Und Fonse, 1000 Bits sind 202 und das weißt du. 1000 Bits, das ist 2. Vielen lieben Dank. Okay? Können wir jetzt chillen, bitte? Die Kerzen tropfen, der Papi darf die Mami stopfen, die Schwester kraut des Bruders Eier. Oh Gott, ist es a Weihnachtsfeier. Was für dicke Steine! Heubert 10e ist genau richtig fürs Zugfocken. Nein. Das ist definitiv nicht. Das ist definitiv nicht zum Zugfahren. Die perfekte. Das 24. ist, glaube ich, generell keine gute Idee zum Zugfahren, wenn du mich fragst. Leute, Dankeschön, jetzt chillen wir wieder. Okay, Marschall, danke für deine 100 Bits. Und sei danke für deine 69, der Spruch war geil, der gefällt mir. Den müsste sich der Angel jetzt, glaube ich, mindestens. Herz halt auf jetzt! Was soll denn Meines das? Erachtens ist das weggeschmissenes Geld. Ja. Na, weil du gleich den Rekord hast. Was für ein Rekord? Ich mag keine Rekorde. Scheiß auf Rekorde. Optio, danke dir. Schon wieder so 10 Subs. Du bist da auch nicht der sauberste, oder? Jetzt gibt der nächste. Also meines Erachtens ist das weggeschmissenes Geld. What? Wer hat Lenker einen Schneeball ins Gesicht geworfen? Ja gut, Schneeballen wird schwierig um die Zeit. Leute, was soll ich komm nicht mehr neu. Die Deutschen essen um 9:30 Knoppers und beim Bazidamar-Zug fahren. Zwecks der Sich vor Verdauung Lachen war's auf den gewesen. Boden wälzen. Leute, Dankeschön. Optioname, danke für deine 5 Gifted Subs an den Bierzeit Steve, an Relaxo, an FS Dynasty, an den 1 UPK und an den Katastrophik TV. Und Burgi, danke dir für deine 5 Gifted Subs an den Kataceratops, an die Honeybee, oh, das ist sehr zauberhaft, an den Babakobo, an den Repanda und an den Retrobox Gear Germany. Okay. Leute, danke für den ganzen Support. Option, jetzt chill noch deine Knierscheiben. Bitteschön. Oder dein Becken. Oder Bandscheiben. gebrochen. Rekord gebrochen. Was denn für ein Rekord? Was für ein Rekord redet's hier eigentlich? Ich verstehe die Frage nicht. Kommst du aus Bayern? Na, aus Gelsenkirchen, wenn's mich fragst. Ja, natürlich komme ich aus Bayern. Bonse! Also meines Erachtens ist das weggeschmissenes Geld. Leute, was hat denn eng bisschen spinnt's hier komplett, oder was? Bonse, danke dir. Das ist, danke sagen, langt halt leider offensichtlich halt auch nicht. Bonse, danke dir auch schon wieder für deine 5 Gifte. Oder wann das, hast du zweimal, nein, du hast nicht zweimal, du hast vorher mit 1000 Bits. Hey, komm schon nicht mehr nach, ey. Also meines Erachtens ist das weggeschmissenes Geld. Was treibe ich denn mit euch? Fernsehen. Es ist so geisteskrank, es hat so gestört. Es hat einfach allesamt so gestört. Frohe Weihnachten. Ja, meine Weihnachten erinnert, meine ich. Was für dicke Steine! Das gibt's auch noch daher. Frohe Weihnachten. Ja, danke. Sabi, danke. Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten. Ich wollte eigentlich vor 5 Minuten schon mit God of War anfangen, aber ich bin gerade zugeschissen mit Alerts. Jetzt, Leute, lasst mich bitte schön wenigstens mal anständig Danke sagen, okay? Fonsi, danke dir für deine... Scheinbar nicht. Scheinbar einfach nicht. Was für dicke Steine! GSC hupst flauschig.
Sei, ich weiß ja nicht, wie hoch dein Weihnachtsbonus ausgefallen ist, aber so viel Subs, wie du in letzter Zeit geschmissen hast, unter anderem auch bei mir, ist dein Bonus jetzt wahrscheinlich weg. Ja? Sei, ich weiß nicht, was die und Anna nicht da erinnert, jetzt momentan gerade bissen hat, aber das ist schon geisteskrank jetzt, gell? Ich möchte jetzt nur mal, normalerweise mache ich sowas nicht, ja, weil das eigentlich, weiß ich nicht, das hat jetzt mit Protzen und so weiter gar nichts zum Tor, überhaupt nicht. Ich sage aber jetzt einmal so viel, wir haben ja mein Sub-Rekord bei weitem übertroffen mittlerweile. Ja, wir haben ihn ganz weit übertroffen. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Leider schützt ich möchte mich... Chill die Basis, sonst gehst nur ab und Miss Batzi muss dein pflegen danach. Ja, wahrscheinlich, das war aber wie Frau Bazi nicht schön, weil die haut mir die Hölle kaputt, so, wenn's mich fragst. Leute, kann ich mir bitte chillst zumindest einmal schnell 3 Minuten. Wenn's meint, ihr müsst jetzt unbedingt mit Geld schmeißen, dann lasst mir wenigstens anständig Danke sagen, okay? Ich hab nämlich mir immer noch nicht beim Fonsi bedankt, ja? Fonsi, danke dir für deine 5 Gifted Subs vorher, an den Dev, an den Nobody, an den Flying Ravenbird, an den Atomic Warrior und an die Kali EPTV. Die Yassi hat auch mit 5 Subs durch die Gegend geworfen, an den Modsmod, an den Bossman, an den Michi, an den DJ Double M und an den Oh my God, it's Lil Wayne. Yassi und Fonsi, vielen lieben Dank für eure 5 Gifted Subs. Es hat einfach so geisteskrank, dass es nicht mehr besser geht. Aber noch geisteskranker ist der Sai, der wo jetzt mittlerweile 20 Subs verschmissen hat. Also nicht heute, aber insgesamt die letzten Tage. Sai, danke dir für deine 10 Gifted Subs, an den Tom Stilton, an den Hadu, an die Dizzy Girl, glaube ich, ja. An den Feno, an den Lukas, an den Siltium, an den CV689, an den Rebor, an den King of Barbecue und an den Rustdust. Dankeschön, Leute, vielen lieben Dank für den ganzen Support. Wir haben einen Hype Train Level 9. Ihr seid einfach komplett geschubst. So, mehr kann ich nicht sagen dazu. Okay? Vielen lieben Dank für den ganzen Support. Zu Weihnachten. Ja, das muss nicht sein, das ist zu viel, okay? Können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt mit God of War anfangen? Wir haben einiges zu tun. Wir müssen noch ein paar Berserker-Bosse umdödeln. Wir haben noch ein paar Nebenquests zu machen, die vermutlich auch mit einem Haufen Bosse verbunden haben. Und wir haben den stärksten Enker im Boss noch. Wir haben noch die Valkyrenkönigin Gnad zum Zerpimmeln. Ja? Ich möchte gerne ein bisschen was sagen noch und das darf ich gerne machen, weil bis um 1 habe ich Zeit, okay? Außerdem habe ich noch eine Special-Ankündigung zu machen, ja? Da könnt ihr euch auch freuen drauf. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ja, es ist das, was ich euch neuer ankündigen werde, ist ein Schritt, den ich selber nie für möglich gehalten hätte, okay? Das machen wir aber dann später. So, wer hat jetzt noch was geschrieben? Christi Bazi, wie geht's? Wie steht's? Heute anscheinend kein God of War, sondern nur Substream. Ja. Kannst dich bei der Community bedanken. Wir streamen heute Substream. Nein, Schmarrn, wir fahren jetzt gleich an. Wenn sich die ganze Meute da mal ein bisschen beruhigt hat, dann ja. Ich muss schon feststellen, ihr seid alle der Wahnsinn im Positiven. Ja, Sherry. Wir haben alle denselben Dachschaden. So, basically. So kannst du das sagen. Ja. Hör mal das Jammern auf. Ja, da geht's nicht ums Jammern. Da geht's einfach darum, ihr sollt Geld für sinnvolle Aktivitäten ausgeben und nicht irgendeinen Depp im Internet werfen. Ja, das ist eigentlich die Sache. Okay? Gut. Sabi, nochmal guten Morgen und auch natürlich eine frohe Weihnachten an die... Damit deine Hasal Amoy von dein Content was haum. Kaf denan jo damit a Futter. Die haben, sei danke dir für deinen Fünfer. Die haben ein Weihnachtsgeschenk schon gekriegt. Die haben auch versorgt. Keine Sorge. Die haben ein üppiges Weihnachtsessen gekriegt. Ja, die haben jetzt einen Teil haben sie in der Früh schon gekriegt und auf die Nacht kriegen sie ein Abendessen. Hab kein Weiberlein, also es geht noch. Ja, noch. Sei danke dir. So, jetzt fangen wir aber das Zocken an. Okay, ist das jetzt ein Deal? Können wir das Zocken anfangen? Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir das Zocken schon anfangen können. Ich glaube, es hat sich eingependelt. Was ich vorher noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich fertig geworden bin, Sabi, natürlich dir auch frohe Weihnachten und vielen Dank für deine 100 Bits, die du vorher gerade gecheert hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hab mir übrigens die Freiheit genommen und hab dann VIP-Status gegeben, ja? Aus Gründen. Ich hoffe, es ist okay. Wenn nicht, dann kann ich es jetzt auch nicht mehr ändern. So, Hype Train auf Stufe 9 abgeschlossen. Deine Community hat insgesamt 48 Geschenkabos und 1800 Sim-Bits beigetragen. Are you serious, Bazi Gang? Ich glaube, das ist, also wir haben jetzt, der Stream heute ist absoluter Rekord, was die sagen. Das ist schön, dass sogar ihr Level 4 Hype Train immer gekriegt hat. Das ist Zauber. Wo sind das überhaupt?
Ein Hamster mit Insektenfliegel. Schön, super. Oder ist dieser Schorz in Regenbogenform? Weiß ich nicht. Ah, egal. Style, chill jetzt! I vy namoi Zugfocken Kappa. Dann fährst du auf Linz und steigst am Bahnhof, weil sie fix nochmal. So, wir spielen jetzt halt. Ja, da wird auch. Es hat hingehauen. Er ist jetzt Wer ist denn jetzt das wieder? Super Saiyajin. Und Ah. wem hat er das zu verdanken? Kein Saiyajin hat jemals dieses Level erreicht. Ja, Mr. Cherry, der Zug ist zwar leider schon weg, du kannst zwar noch nachspringen, aber natürlich vielen Dank für deinen Resub im 4. Monat. Ja, geht's jetzt zum 4-fachen Super Saiyajin. Das ist eine gute Stufen, habe ich gehört. Danke dir, viel Spaß weiterhin in der Basis und viel Spaß mit den Mods. Leute, wir zocken wir jetzt, okay? Ich mag jetzt Gegner zerpimmeln, wenn das möglich ist. Ich werd zudem noch ein bisschen was zu sagen. Ich hab mich nämlich ein wenig mehr mit der Thematik God of War befasst, ja, mit den ganzen Builds und so weiter und so fort, offstream. Das Einzige, was ich noch machen muss, beim Erkunden, habe ich meinen Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergestellt, damit ich einfach in Ruhe erkunden kann. Das werden wir natürlich jetzt wieder zurückstellen, das ist aber hoffentlich sowieso klar. Und dann zeige ich ein bisschen was. Hätte ich mir doch 400 Euro holen sollen, dann hättest du mich geschlagen. Wenn du wieder 400 Euro reinwirfst, dann schlage ich dich wirklich, dann suche ich dich, glaub mir's. Da fahr ich auf Deckendorf und ich suche dich so lange, bis dass ich dich gefunden habe. So, jetzt passt's auf. Ich hab nämlich, natürlich ist es so, wenn du im Endgame bist, dann musst du schon ein bisschen aufpassen, was du tust, ja, weil die Gegner sind nicht ganz so ohne, vor allem die Bossgegner. Also habe ich Folgendes gemacht. Wir haben unsere Leviathan-Axt mittlerweile auf Stufe 8. Das glaube ich war aber beim letzten Stream auch schon so, bin ich mir halt jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und zwar spielen wir mir einen kompletten Stärkebild, der im Zusammenspiel mit unserer Frau Freya zusammenarbeitet. Ja. Sie sorgt im Endeffekt dafür, mit ihrer Beschwörung hat sie den Giftnebel, der ist mittlerweile auf Stufe 3, also es ist nahezu alles fast komplett aufgewertet. Der Giftnebel sorgt dafür, dass der Gegner um eine Stufe gesenkt wird. Ja. Das heißt, wir machen dann dementsprechend mehr Schaden, ja, unter anderem. Da kommt natürlich noch allerhand weiteres dazu. Ihre Schaltpfeile sind auch auf unserem Bild ausgelegt. Ja. Wir haben jetzt da mehrere Sachen. Unser Bild beschränkt sich hauptsächlich auf Stärke, auf Runenkraft und auf Glück. Ja. Je mehr wir von dem haben, umso mehr Damage machen wir. Natürlich ist es jetzt so, wenn der Gegner vergiftet ist, wird der Gegner natürlich eine Stufen zurückgesenkt. Was heißt, schauen wir mehr Schaden. Wenn der Gegner unter Statusleiden ist, machen wir auch mehr Schaden. Dann haben wir noch mehrere Sachen dazu. Je mehr Statuseffekte der Gegner hat, umso mehr Schaden machen wir natürlich. Ja? Die Leviathan-Axt ist darauf ausgelegt, mit ihren Angriffen Frostschaden auszuteilen. Ja? Die Chaosklingen sind darauf ausgelegt, Feuerschaden auszuteilen. Der Traubnierspeer, gut, der macht jetzt nicht so viel, ja? Der macht jetzt keinen Schadenseffekt nicht, aber er hat starke Runenangriffe. Der Schild, ja gut, den nehmen wir halt mit, weil er halt die Stats gut pusht. Ja? Spartas Rage ist Wut, da komme ich gleich dazu. Das heißt, wir kriegen einen gewaltigen Angriffsschub, wenn wir Spartas Rage aktivieren. Ja, wir heilen uns nicht mehr so viel, aber dafür wird der Stärkeboost für eine kurze Zeit extrem erhöht. Und die Reliquie, und das ist das Entscheidende, das ist die Weltenverschiebung. Das heißt praktisch, da ist für ein paar Sekunden die Zeit angehalten oder halt gebremst, so Art, also wie in Zeitlupe. Und wenn diese Weltenverschiebung aktiv ist, macht man wieder mehr Schaden. Ja? Also ihr merkt, mehr Damage ist halt bekanntermaßen mehr gut. Und dazu haben wir natürlich auch Rüstungen, die das Ganze ein bisschen pushen. Das ist eigentlich das Krasse, die Vidas Armschienen, beziehungsweise die Vida-Rüstung von an und für sich kriegst du ziemlich früh im Spiel. Die kannst du bis ins Endgame mitnehmen im Endeffekt. Ja? Das ist ein Zweier-Set, also sprich, ein Set besteht immer aus Arm- und Hüftrüstung. Und wenn wir ein Zweier-Set haben wir Abschluss-Angriffsschadensserhöhung um 20%. Also wieder mehr Damage. Ja? Mehr Damage, mehr gut. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist in dem Bild zum Kriegen, ist der Berserker-Kyros. Da musst du nämlich einen Berserker-Boss legen, wo du zeitgleich gegen 3 Bosse kämpfst. Das war nicht ganz so flauschig, wenn du mich fragst. Ich habe selbst 50 Versuche gebraucht, bis dass ich das gebracht habe. Aber man kann eine alternative andere Rüstung nehmen, die zum Beispiel. Ja, die kriegt man, wenn man die Muspelheim-Prüfungen macht. Ja. Amulette, das ist ganz wichtig, da habe ich mich auch noch mal ein bisschen besser befasst damit. Die pushen Werte, wenn du Sets hast. Die Reliquie ist ja von dem A-Loch, oder? Ja, genau. Der ist von dem A-Loch. Und zwar haben wir einmal Vanaheim drin. Also du kriegst immer einen Bonus, wenn du 3 Stück von einem Set drin hast. In dem Fall haben wir 3-mal Vanaheim drin. Einmal Ehre, das
das pusht Runenkraft und Glück, dann einmal Glück, geht Glück in Tee und einmal Vanaheims Tugend pusht Stärke und Glück. Und wenn wir das haben, Set-Bonus erhöht Kratos Nahkampfschaden gegen Gegner mit Statusbefall basierend auf seinem Glück. Also, wie ich vorher gesagt habe, wenn der Gegner Statusline hat, Gift, Feuer, Frost, irgendwie sowas. Ja? Also wieder mehr Damage und so weiter. Dann habe ich die zwei Dinger drin. Wo ich die hergebracht habe, das weiß ich nicht. Die habe ich auch vor mir einfach gehabt. Ich habe den Bild tatsächlich vom Internet. Da fehlt natürlich noch das eine oder andere Emblem. Da weiß ich aber bei Gott nicht, wo ich das herbringe. Aber jetzt tut er ehrlich gesagt nichts zur Sache, weil wir jetzt noch erzählen, dass wir mir verdammt viel Damage machen. Und da haben wir noch Muspelheim. Die ganze Muspelheim, das komplette Set, mehr oder weniger, das kriegt man auch, wenn man die Prüfungen im Muspelheim macht. Da haben wir einmal Kraft, Schutz und Essenz. Da ist auch wieder so, Set-Bonus erhöht Kratos Nahkampfschaden, wenn die Fähigkeit Permafrost, Verbrennung oder Strudel voll aufgeladen sind. Ja, also ihr merkt es, immer und immer und immer wieder wird der Damage gestackt, wenn der Gegner unter irgendeinem Scheiß leidet. Ja, ihr werdet es noch sehen, wir werden Bosse nicht töten, wir werden Bosse löschen. Das ist das absolut Geile bei dir in den Streams. Du beschäftigst halt offstream mit sowas, die Builds zum Bauen und sorgst das dann im Stream für alle. Absolute Mad Props für den Content. Mike, danke dir. Ja, unterm Storyrun ist das Ganze natürlich ein bisschen untergegangen. Das war aber damals bei dem normalen God of War, also was heißt bei dem normalen, bei dem Vorgänger, war das im Endeffekt genau das Gleiche. Da habe ich mich auch erst im Endgame damit befasst, weil es da tatsächlich relevant wird. Im normaler Casual Storyplay brauchst du das nicht, weil da haben Gegner in der Regel nicht so extrem stark, dass die jetzt damit beschäftigen müsst. Wie gesagt, ich habe da Hilfe aus dem Internet gehabt. Der Bild ist nicht aus meiner Feder entsprungen, da haben sich andere Schlauköpfe damit befasst, aber ich habe mich halt dann eingelesen und habe halt versucht, das zu verstehen, was da Sache ist. Und so versuche ich das halt natürlich irgendwie ein bisschen an euch heranzutragen. Aber danke dir fürs Kompliment, das freut mich, wenn es euch taugt. Ey Leute, habe der, servus miteinander, servus Basi, das Set spiele ich auch, außer dass ich Niflheim-Runen verwende. Ja, du kannst da Niflheim-Runen verwenden. Aber der Bild ist halt einfach dazu gedacht, einfach Bosse aus dem Leben zu löschen. Also ihr werdet noch halt sehen, wir machen unfassbar viel Schaden. Also wirklich unfassbar viel Schaden. Bin mir zwar nicht sicher, wie viel uns das bei der Gnahhelfer wird, weil ich glaube, dass die schon um einiges robuster ist als wie die Berserker-Bosse, aber ihr werdet noch halt sehen, das ist nicht ohne. Ja? Kurze Ergänzung noch, unsere Chaosklingen sind komplett auf Max, ja? Die können wir nicht mehr weiter verbessern, genauso wie der Traubnerspeer ist auch noch nicht auf Max. Okay, also unsere Chaosklingen haben voll Leviathan und Traubnerspeer haben eine Stufe vor Max. Ja? Ihr seht es oben links bei 8, das ist unsere Gesamtstärke, da haben wir schon bei 8 ein Drittel sowas oder 8 ein Viertel, 9 ist das höchste. So, weil heute ist ja ein besonderer Tag, ist mit was? So, weil heute ja doch ein bisschen besonderer Tag ist, mache ich mich einmal duschen. Aber Lurk gibt's trotzdem. Dev, danke dir. Viel Spaß beim Duschen, bitte rutscht mir nicht aus oder das auf. Das war ganz unzauberhaft am 24. So, jetzt müssen wir Content machen. Jetzt passt's auf. Wir haben folgendes zu tun. Ich habe in Vanaheim dieses Gebiet hier entdeckt. Ja, das ist das eigentliche Endgame-Gebiet. Ja, das ist der sogenannte Krater, das ganze Ding. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ja, die eine oder andere Nebenmission. Wir haben halt noch einiges zu tun. Wir haben da ja hinten, das ist eine sehr wichtige Quest, haben wir mal sagen lassen. Da kriegt man scheinbar einen guten Gegenstand, soll aber auch von einem sehr guten Gegner bewacht werden, diese Quest. Wir werden zudem noch diesen einen oder anderen Berserker-Boss legen. Dann zeige ich jetzt kurz, was es damit auf sich hat, damit wir das auch noch schnell abdecken. Warte mal, Alpheim haben. Da. So, die Berserker-Bosse, die haben in der kompletten Welt verteilt. Das sind stärkere Gegner, die sind sozusagen vergleichbar mit den Valkyren aus dem Vorgänger. Die sind grundsätzlich nicht ohne, aber wenn du natürlich so einen gestörten Bild spielst, wie ich jetzt habe und wenn auch andere spielen, dann wird das kein Problem nicht darstellen. Hoffe ich mal. So, die werden wir natürlich alle machen. Ja, da habe ich 8 schon gelegt, 12 gibt es insgesamt, plus einen König, habe ich mir sagen lassen, da kommt scheinbar noch ein stärkerer. Werden wir uns anschauen. Ja, ich darf jetzt einmal vorschlagen, wir fangen mit der Nebenquest in Vanaheim an. Und dann wird man nach und nach den einen oder anderen Boss umzipfen. Ja? Kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt pass auf, wir müssen da rauf, dann gehen wir doch einfach einmal da her. Ja, das ist ja, glaube ich, schon mal keine schlechte Idee. Na, ausrutschen ist bei meiner Dusche nicht möglich, nur umkippen. Dann kippt man bitte nicht um. Die Geister des Kraters haben uns vielleicht noch mehr zu sagen. Und da war noch. Wir sind da. So.
Es ist übrigens, ich soll halt vielleicht noch dazu sagen, es ist schon ein bisschen märchenhaft. Das habe ich in der Ankündigung geschrieben, für die Leute, die auf Discord haben, die wissen das. Wir haben ja letztes Jahr um diese Zeit, so ziemlich genau zu der Zeit, haben wir mit God of War angefangen. Ja? Also mit God of War Ascension. Mit dem ersten Teil der Chronologie. Und heuer, Weihnachten, ein Jahr später, 365 Tage später, wird die Saga enden. Also wenn das mal kein Timing ist, oft weiß ich es halt auch nicht mehr, wer ist da schon wieder unlauschig? Erledigt. Ja, das ist zauberhaft. Hab ich schon mal gesagt, dass ich die ganzen Giftdinger da hast. Genau, da sollten wir jetzt auch ein mutiger Blutdurst, da kriegen wir für 10 Sekunden einen massiven Nahkampf-Boost, der uns zwar jetzt nichts bringt, weil ich mich geheilt habe, aber gut. Ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass bei der Quest da, für Vanaheim, werden wir dem Drachen einmal aufs Fell rücken, ja, der uns da die ganze Zeit irgendwie unflauschig behandelt. Gut, da hinten haben wir Heilung. Das soll da mal luren. Wie gesagt, die Gegner haben mittlerweile nicht zu unterschätzen. Die hauen schon ganz gut rein. So ist es nicht. Muss man schon ein wenig aufpassen. Da warst du noch nicht bei mir. Nein, da warst du noch nicht da, das stimmt. Da waren ein paar noch nicht da. Das war, wie gesagt, letztes Jahr Weihnachten haben wir, wie gesagt, angefangen damit. Da waren wir weit noch nicht die Follower, die wir jetzt heute haben, oder die Größe der Community, wo wir heute haben. Aber das ist auch nicht schlimm. Ascension ist sogar auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn du das anschauen möchtest, kann er meinen YouTube-Kanal ans Herz legen, wenn es dich interessiert. Jetzt gibt's kein Entkommen. Aha. Ja, an Weihnachten einen Drachen zusammenzipfeln, gibt ja nichts Besseres. Aber schaut mal, was wir mir Schaden machen. Boss tot. Auf normaler Schwierigkeit. So, wo ist Pirgir? Hab ich 2 versprochen? Ich hab gesagt, wir machen Damage. Wenn die Schwiegermutter zu Weihnachten kommt, spreng ich auf die Tiere. Ja, ich glaub, ich hab nicht übertrieben, wenn ich sag, wir machen verdammt viel Damage. Wie viele Schläge habe ich jetzt braucht, den umzuzipfen? 5? Und ich sag's noch einmal. Ja? Für den Fall, dass mir das vielleicht jetzt irgendwer nicht glaubt. Wir spielen mal auf ausgeglichener Schwierigkeitsstufen. Ja? Das ist nicht die höchste, sondern es ist der Mittelweg, ja? Mit der wir die ganze Story übergespielt haben. Also es wird, wie gesagt, die Bosse werden nicht bekämpft, die werden aus dem Leben gelöscht. Aus dem Spiel. Ja? Aber der Drache war wahrscheinlich gar nicht mehr so übel, aber wir haben halt einfach besser. Schau mir mal an, ich habe jetzt erst meine 200 voll gemacht. Ja, das ist alles mit der Ruhe. Ich höre auf alle Fälle irgendeinen so einen scheiß Raben sitzen. Irgendwo. Irgendwo sitzt da ein Rabe Odins. Und ich werde ihn finden. Hoffe. Glaube ich. Denke. Wo ist er denn? Rabe wo? Es kommt drauf mit Schwiegermann. Ja, der Sei und der Spreng, ich meine, die werden sich blenden, versteht ihr erinnert. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, die zwei, die haben sich gesucht und gefunden. So. Das müsste der letzte sein. Oh, das war der letzte. Fantastische Arbeit, schätze ich. Ist mir völlig egal. Du bedeutest mir nichts. Überhaupt nichts. Sturmflamme, nice. Toll, mein Freund. Du bist nicht mein Freund. Tschüss, ich hab dich lieb. Mit der Sturmflamme können wir nämlich...
unseren Speer jetzt maxen. Perfekt. Mehr Damage, Freunde der Sonne. Ist zwar nicht so, dass wir mehr Damage jetzt noch beihalten, aber wir nehmen es halt mit. Dann werden wir jetzt beim nächsten Schmiedepunkt unseren Speer maxen. Sehr schön. Naukis. Weiß ich nicht, ob ich das sehen werde. Oh, da haben wir Truhe. Übrigens, by the way, ich bin ungefähr fucking rich. Ja? Ich habe 1.757.839 Quacksilber. Ja? Also so schnell geht uns kein Geld nicht mehr aus. Sehr gut. Hier drüben. Oh, vielen Dank. Ganz unsererseits. Du hättest dich beinahe für uns geopfert. Hat er doch, Kratos. Tut mir leid, wir sind sehr spät. Ihr hattet einen Krieg zu führen. Ich war sicher. Dennoch würde ich gerne zurück zu Freyrs Lager gehen. Tut mir leid, Birgir, aber Freyr, er fiel bei Ragnarök. Ich verstehe. Ich würde durch das mystische Tor zurück zum Lager gehen, aber ich habe keinen Stein dafür. Wir schon. Bin dann weg, Weißwurstfrühstück ruft, wünsche allen einen schönen Tag und eine schöne Weihnachten. Bis bald. Ey Leute, danke dir, viel Spaß beim Weißwurstfrühstück und dir natürlich auch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Danke fürs Einschauen. Mit der PlayStation 5 warte ich jetzt auch noch ein halbes Jahr, weil da soll ja eine neue Serie davon kommen, beziehungsweise eine Neuauflage der Next-Gen-Konsole und soll ja lieferbar sein, dann zum ursprünglichen Preis, was mir gekostet hat damals. Das glaube ich da nicht. Also du kannst drauf warten, dass wenn eine neue PlayStation kommt, dass die sofort wieder weg ist. Das wird keine 2 Stunden dauern, ist das Ding ausverkauft. Kannst warten drauf. Natürlich, aber ich hätte es dann natürlich gönnen, wenn du eine kriegst. So ist es natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass du eine ergattern wirst. Der Hirsch des Winters. Er sieht hungrig aus. Jetzt komm schon. Geh einfach mit mir zurück. Mir ist egal, wie hungrig du bist. Ach, bis 900 Euro zahle ich aber auch nicht. Absolut verständlich. Da die auch nicht zahlen. Die Hälfte hätten wir, Muskelberg. Ich kann dich nicht leiden. Das höre ich oft. 2 geschafft, die Hälfte hätten wir. So. Perfekt, dann haben wir die erste. Dann haben wir die erste Nebenmission für heute eigentlich schon ganz gut gemeistert. Dann können wir jetzt eigentlich da noch weiter. Was haben wir denn da noch? Spur der Toten. Die Senken. Halt das. Bebende Mulde und die brennenden Himmel. Das hört sich für mich so an, wie wenn das auch irgendwie lauter Drachen warten, weil da steht nämlich dort Drachenjagden. Also links, auf der linken Seite. Müssen wir mal schauen. Was haben wir denn da jetzt überhaupt für eine Mission? Da muss man auch noch irgendetwas tun. Achso, dass der andere durchgehen kann, oder was? Ich brauche das hier nicht mehr. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und dann hoffentlich auch unter anderen Umständen. Das ist ja der Typ, der wo sich damals geopfert hat für uns, der wo von dem Drachen obergeworfen worden ist, wenn ihr euch nur erinnern könnt. Jetzt, wo er in Sicherheit ist, können wir gehen. Aber in diesem Krater scheint es viel zu tun zu geben, wenn man ihn erkunden möchte. So, jetzt passt auf, jetzt gehen wir auf alle Fälle. Alter, ich hab gerade noch einen Raben gehört. Moment. Ich hab gerade noch einen Raben gehört. Der sitzt da bestimmt irgendwo. Wahrscheinlich wieder richtig fies versteckt. Ah, da hinten ist er. Habt ihr schon gesehen, Bursche? 37 von 48. Ja gut, das ist einmal eine Anzahl, die kann sich, da brauchen wir nicht verstecken. Meine. Sony will halt, dass überall verfügbar sind, aber egal, ich habe eine neue Xbox jetzt mal. Ja, das ist alles schön und gut, aber Sony ist vor Scalpern halt einfach auch nicht gefeit. Ja? Die können da produzieren, was mengen. Wenn Scalper das haben wollen, die kaufen den ganzen Markt klar. Das war jetzt mit der 5er genau das gleiche. Mittlerweile kriegst du relativ zeitlich eine, jetzt musst du nicht mehr ganz so lange warten. Haben zwar noch ein bisschen teuriger, aber das wird halt, wenn da eine Neuauflage kommt, wird das genau dasselbe in Gräser. Da wirst du die ersten 2 Jahre auch mit Sicherheit einmal keine kriegen. Oder nicht zu einem normalen Preis. So, jetzt werden wir da erst einmal unseren Speer aufwerten. Ja, für mehr Damage.
Mehr Damage, mehr gut. Was kann ich diesmal tun? Lol? Hä? Wann haben wir denn das jetzt gekriegt? Lol, wir können unser Axt auch fertig aufwerten. Ja dann. Let's go. Ah, deine Feinde werden in 1000 Stücke zerfallen. In alle Stücke werden es zerfallen. Sie werden das Rauschen des Windes spüren. Und Ja, perfekt. Unsere Waffen waren alle Max. Easy. Nice. Ja gut, jetzt können wir Bosse noch ein bisschen zusammenzipfen, habe ich gehört. So, jetzt machen wir eine Nebenmission, Freunde der Sonne. Ich kann es euch leider nicht ersparen, aber es gibt leider eine Nebenmission, die... Das. Es gibt leider eine Nebenmission. Wir wissen ja alle, wir haben ja leider unseren absolut geilen Gefährten verloren. Ja, von der Stimmung her. Wir haben ja leider einen Brock verloren, der ist ja leider gestorben. Und da ist eine Beerdigung. Und dieser Beerdigung werden wir jetzt beiwohnen. Ja, es könnte sein, dass diese Nebenmission leider noch mal ein bisschen traurig ist. Ja, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Der Brock war ganz zauberhafter. Da werden wir natürlich teilnehmen müssen. Ja, ich weiß natürlich nicht, was in der Mission jetzt passiert. Ich weiß nur, dass halt da ein Wikingerbegräbnis. Ja, es geht um unseren Ehrenbruder Brock. Und um unseren Ehrenbazi, so soll ich das sagen. Ja? Unser Ehrenbazi Brock wird beerdigt und wir werden dem seine Ehre natürlich nicht mit Füßen treten. Das ist aber sowieso klar. Muss sein. Ja, muss leider sein. Es hilft nicht, da müssen wir leider beiwohnen. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir dann da ein Jahr in die richtige Richtung gehen. Beziehungsweise wir hätten uns vielleicht auch da herporten sollen, dann könnte man da umschwimmen. Nein, geht auch nicht, weil wir da nur entlang schwimmen können. Ja gut, das werden wir schon irgendwie hinbringen jetzt. Das werden wir schon irgendwie hinbringen. Schauen wir mal. Beim TV in Deckendorf haben sie ein Angebot für die PlayStation 5. Du zahlst 99,95 € und kommst auf eine Liste, dass du im Februar eine PS5 kriegst und zum Abschluss zahlst du dann nochmal 691. Dann, die sind nicht ganz schappig für mich. Ich darf es mal online vorbestellen einfach. Irgendwo. Ich hätte mich umziehen sollen. Ein Trauergewand nähen. Wir sind nicht angemessen gekleidet. Ist schon gut. Zwerge legen bei Bestattungen nicht viel Wert auf feine Kleidung. Und Brock ganz sicher nicht. Mag sein. Trotzdem, wenn ich's mir überlege, wie würde ich wohl mit etwas Geschmeide um meinen Halsstumpf aussehen? Etwas Gold in den Bart geflochten. Wäre doch stattlich, ha? Ich danke dir. Stellt sich mal an mit mir mit Christbaumkugeln in seinem Board vor. Das ist da zauberhaft ausschauen, wenn du mich fragst. So. Jetzt sind wir mal gespannt, was das jetzt für eine Nebenmission ist, oder? Ich kann mir vorstellen, dass die nicht ganz so ohne wird. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir irgendwelche Gegner zusammenhauen müssen, aber ich gehe davon aus, dass es vielleicht emotional ein bisschen intensiver wird. Ist das Problem immer nur die Mikrochips bei der PlayStation 5? Das Problem von den Mikrochips war gar nicht so präsent bei der PlayStation 5. Wie gesagt, das Problem bei der PlayStation war einfach, dass es einen Haufen Scalper gegeben hat, die wo sie Bots generiert haben, die wo dann hergingen und dann jede verfügbare PlayStation 5 auf dem Markt aufgekauft haben und die haben es dann eben zu horrenden Preisen auf eBay oder diversen anderen Plattformen weiterverkauft. Das heißt praktisch, die haben den Markt einfach leer gekauft und Sony kommt mit der Produktion nicht hinterher. Das war eigentlich das Hauptproblem. Da, dort sind sie. Ach was, natürlich kommt er. Es ist sein Bruder. Hoffen wir's. Verlust kann viel anrichten. Du bist da. Legen wir los. Ja, der hat's halt leider nicht anders schaffen können. Der scheiß Odin war schuld.
Ich liebe dich, Brock. Ist besser, Birgit. Press F for Respect für Mr. Brock. Der hat's verdient. Sindri. Brock war... Ein Loch. Was? Wird größer, je mehr man wegnimmt. Das ist das Rätselslösung, was der Brock an Mimir aufgetragen hat. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Okay, das war offiziell die letzte Mission gewesen. Okay, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte man das zum Schluss gemacht, aber okay. Ob ich jetzt nicht wissen können. Also offiziell war das die letzte Mission in God of War. Da haben wir aber natürlich noch weiter, war's direkt aus. Begräbnis für einen Freund. Ja, schade um einen Brock, ganz ehrlich. Da hätten sie sich vielleicht wirklich einen anderen Charakter suchen können. Ja gut, wobei, wen nimmst du an der Stelle? Ja? Jetzt zum Beispiel der Frey, also ihr Bruder, wie der gestorben ist, das hat man gar nicht so stark weh da. Eigentlich gar nicht. Ja? Der Brock, der hat jetzt schon massiv eingeschlagen, wie der... Ne? Meine Nachricht wurde nicht zugelassen, kein Plan wieso, aber ja, ist besser von der... Ja, das ist wegen dem Kürzel JAP. Ja, das holt Twitch zurück, weil das im Englischen eine Beleidigung für Japaner ist. Warum auch immer. Ja? Ich hätte es da eigentlich freigeben. Aber, okay. Ist jetzt nicht so, dass ich das zurückhalte. Jetzt schauen wir noch, was die noch zum Sagen haben. Die haben da bestimmt irgendwas... Du musst Sindri verzeihen. Er ist... Ja, du weißt. Ja, der Sindri ist extrem zintig jetzt auf uns. Weil er durch uns ja im Endeffekt seinen Bruder verloren hat. Das Klagelied schrieb ich für ihn. Wie ist der Titel? Etwas Unflätiges. So hätte er sich das auch gewünscht. Keine Ahnung, ob hinter dem Licht etwas ist. Ein Jenseits hinterm Jenseits oder so etwas. Aber wo er auch ist, er macht sicher gerade ein Wahnsinnsradau. Ja gut,
Freunde. Das hilft alles nichts. Da hätte ich jetzt auch noch, glaube ich, irgendeine Nebenmission, aber das meine ich ist nichts allzu Relevanz. Aber wenn wir schon da sind, dann kann man doch da den Berserker-Boss gleich zusammenzipfen, oder? Dann rammen wir in der Welt auch gleich auf. Ah, da hinten ist auch noch einer, oder? Ah, da haben sogar noch zwei. Da schau her. Ja, dann haben wir in der Welt gleich die 2 Berserker noch da ich sagen. Das meine ich, das passt, das glaube ich passt gerade, um die Stimmung wieder ein bisschen zum Heben. Sorry, das hat's auch müssen, ja, aber wie gesagt, der Brock hat einen ehrwürdigen Abschied verdient und den haben wir ihm so mitgegeben. Ja, das sollte man schon mit einbauen. Ja. Wieder was klären war mir neu. Ja, ich hab das bis vor ein paar Monaten auch nicht gewusst, dass das so ist. Aber gut. Naja. Grundsätzlich ist jetzt im Ragnarök Endgame so, du kannst jede Welt bereisen, auch Jötunheim, also sprich ein Eisenwald. Im Eisenwald kannst du aber eigentlich gar nichts da, da bist nur in dem Lager, wo man mit dem Atreus und der Anne Brabor, oder wie die heißt, nur da kannst du dich aufhalten. Da liegt auch der Fenrir dort, den kann ich vielleicht noch sagen, wegen der Flauschigkeit und so. Aber ansonsten kannst du im Eisenwald nichts da. Da gibt es ja keine Quests und nichts. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir da einen Atreus wiederfinden, aber der ist spurlos verschwunden. Also ich habe ihn bis heute nicht entdeckt. In keiner Welt, wo ich bisher war. Da gibt es aber bestimmt auch irgendeinen Secret Spot, wo man nochmal mit einem reden kann. Kann ich mir vorstellen. So. Wo haben wir denn jetzt? Da haben wir. So. Der Atreus hat keinen Bock mehr auf Kratos, deswegen ist er abgehauen. Nein, das tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich nicht so. Er ist halt einfach, er geht seiner Bestimmung nach. Er sucht die verlorenen Riesen und der Kratos ist fein damit. Ja, also die zwei haben sie wirklich sehr, sehr rührend getrennt voneinander. Ja. Es gibt da eine Theorie, wie es in einem neuen God of War weitergehen könnte. Ja. War ja Spaß. Davon bin ich jetzt ausgegangen, ja. So, jetzt passt's auf. Das Berserker-Grab müsste dann noch haben und Riese da hinten irgendwo sein, oder? Ja, da ist. So, ich weiß nicht, was da für ein Berserker drin ist. Spielt aber, glaube ich, auch keine Rolle, weil ihr habt ja vorher gesehen, wie wir den Drachen ausgelöscht haben und so ähnlich werden wir jetzt den Berserker-Boss da auch auslöschen. Atrefil der Herzog! König Rolf wird auferstehen! Böser Treffer! Ordnung, Kratos! Ja, passt. Er ist kein echter König. Er nannte sich nur so, weil er den König getötet hat. Du kanntest ihn. All dies. Ein guter Mann. Mit Vertrauen. Er vertraute dem Thronräuber. Diesem Rolf? Nein. Ja, eins, zwei. All dies traute mir. Minimal. Blöd wie ich bin, traute ich Rolf. Du suchst also Rache. Ein gefährlicher Pfad. Musst du gerade sagen. Ich bin Experte, was das angeht. Du solltest mich anhören. Nice. Ich muss mir nur die Reihenfolge von den Fähigkeiten, wie man die nacheinander einsetzt, damit du den meisten Damage-Output hast, die muss ich noch so ein bisschen außerfinden. Ja? Das ist noch nicht ganz so verinnerlicht. Aber es wird. Ne? Es wird. Mein umgefallen ist er ja trotzdem. Weil richtig war eigentlich, glaube ich, erst ein Traubnierspeer einsetzen und die
die 1000 Hiebe machen, dann auf Chaosklingen wechseln, alles durchspammen, dann auf die Axt wechseln, alles durchspammen, dann wieder zurück auf den Speer und den Schwarer-Runenangriff machen, dann vergiften, dann Weltenverschiebung aktivieren und dann draufhauen. Und dann fällt er in der Regel normalerweise, ja, da rum. So. So, wir haben ja jetzt da hinten... lol. Warum haben wir jetzt da... what the fuck, warum haben wir da jetzt nicht hinreisen können? Du magst keine Rätsel, was? Oh, das ist eine Truhe. Ach, du hast einfach noch keine guten gehört. Hier, jung bin ich groß, alt bin ich klein. Was bin ich? Katze. Ja, das kanntest du schon. Nein. Oh, na, gefällt es dir? Nein. Kratos, sein Wortschatz beschränkt sich auf Nein, Ja und... Das war's, glaube ich. Müssen wir da rauf. So, mal seit langem wieder Helligkeit von meinem Handy hochgestellt und bis gerade eben. Ich hoffe, hast du jetzt die Augen nicht verblitzt deswegen. Ja, nein und ja, genau. So, da hinten ist der andere Berserker-Boss. Den hauen wir auch noch zusammen. Dann haben wir nämlich in der Welt alle. Das große Fischi. Und Junge. Ja, Junge fällt ja jetzt weg, weil der ist ja nicht mehr da. Einfach nochmal die Gegenden genießen. Ja, weil die Svartalfheim ist schon geil gemacht. Ja, von der Umgebung her. Irgendwo da draußen gibt es ein Rätsel, das dir gefällt. Und ich werde es finden. Lass es. Einmal gesprochen, sofort gebrochen. Was bin ich? Ruhe. Richtig! Ich meinte damit nicht das Rätsel. Ah. So, nächster Berserker. Vegadur der Grausige! Die Berserker werden ewig leben! Hä, wie jetzt? Okay, ich habe nicht gewusst, dass sie der in Luft auflösen kann. Okay. Bei dem muss man tatsächlich ein bisschen warten. Ich habe nicht gewusst, dass sie der auf einmal unsichtbar macht und du dann in dem Moment gar nichts gegen den Tor kannst. Ja, das habe ich nicht gewusst. Da muss man also ein bisschen abwarten, bis man seine Attacken spammt. Vegadur der Grausige! Wie ist er denn jetzt? Oh, wo ist er denn?
Hast du kein Schild? Warum hat sie eigentlich Runenpfeile, ist die Frage. Schade. Komm schon, Kratos, hoch mit dir. Damals hat Kratos aber mehr gesprochen. Ihm hat's wohl die Sprache verschafft. Ja, ohne Scheiß, bei dem Stuff, den wo er durch hat, da darf ich auch nicht mehr so viel reden. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, was ist das überhaupt dahinter? Wenn wir schon, warum hatten sie Runenpfeile ausgerüstet und nicht Schallpfeile? Fingernerd der Grausige. Fett doch. Erledigt sind. Was dann? Dann bekommt der König, was er verdient hat. Das kennen wir schon. Rache wird dir keinen Frieden bringen. Ist es Rache, wenn es Asgards gerecht Macht. Das musst du dir schon selbst beantworten. Ja, gut. Ist ein schwacher Berserker ein Bärlauch? Möglich, möglich. Oder Kohlrabe. Illegaler Damage Output. Warum magst du Ja, nicht schwätzen? es ist nicht ohne. Sie fördern kreatives Denken. Hör zu. Man muss aber auch Vor dazu... dir sind 3 Türen. Eine verbirgt eine Fallgrube, eine einen Drachen und eine 2 Löwen, die seit Wochen nicht gefüttert wurden. Welche Tür öffnest du? Die erste. Eine Fallgrube kann man leicht umgehen. Aha, du solltest die 3. nehmen. Denn Löwen, die seit Wochen nicht gefüttert wurden, wären tot. Na, Hast du den Drachen hier schon besiegt? Nicht, dass ich wüsste. Da gibt's einen Drachen? Ohne Scheiß kann der dafür jetzt gar nicht sagen, ob ich da einen Drachenshop gemacht habe. Kann der da jetzt ehrlich nicht sagen? Jetzt mal so sinnier? Ich glaube fast nicht. Also ich habe da noch eine Nebenmission. Geist der Rebellion, vielleicht ist da der Drache dabei. Das könnte durchaus möglich sein. Also in Vanaheim habe ich noch 2 Drachen, die wo rumflattern. Die darf man jetzt machen, schnell geschwind. Und da müssen wir mal schauen, wenn es da noch einen Drachen gibt. Dann, ja, werden wir den auch in den Friedhof befördern. Ja. Was heißt, wir haben einen... Moment einmal. Machen wir noch schnell den Berserker in Nifl... halt, ich meine nicht in Niflheim, wo haben wir denn? In Helheim. In Helheim haben wir nämlich, glaube ich... What the fuck? Haben wir nicht noch? Moment. Ich weiß hundertprozentig, dass wir mir irgendwo in Niflheim noch... wollte ich gerade sagen, wir haben da definitiv noch einen Berserker. Den kann man auch noch schnell machen. Ja, machen wir den auch noch schnell, weil es eh wurscht ist. Oberhalb von der Questmarkierung. Ich brauche bei Map und brauche... So, da muss ich ja. Oberhalb von der Questmarkierung. Also da irgendwo, oder wie? Beim Drachenstrand? Da zumindest darauf hinweisen. Beim Drachenstrand? Ja gut, wenn es da einen Drachen gibt, dann werden wir... Dann schauen wir halt mal. Wenn wir schon da haben, mehr Bosse zusammenhauen, ist mehr gut. Ohne Scheiß, ich kann das jetzt echt nicht sagen, ob ich den schon gemacht habe oder nicht. Freya, Lust auf ein Rätsel? Lust auf einen Stiefel am Kopf? Rätsel gelöst. Die Dialoge haben teilweise echt so geil gemacht. WTF?
Also da angelegt habe ich schon einmal, das weiß ich, weil da hat es eine Nebenquest gegeben. Aber ob ich da einen Drachen gemacht habe, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich glaube aber nicht. Schatzkarte komplett, okay. Okay, ein Drache ist jetzt da, glaube ich, keiner. Also ein Hobbin wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon gemacht. Weil ich weiß, dass ich da mal angelegt habe. Ich weiß, dass wir da mal eine Nebenmission gehabt haben. Da brauchst du eine spezielle Reliquie. Achso, ja, dann habe ich noch nicht gemacht. Ja, gut. Ich weiß aber nicht, ob ich die Reliquie habe. Sag dir, wie es ist. Die Story Quest hat es auch gegeben, wo wir mit Atreus sind. Ja, genau, stimmt. Aber einen optionalen Drachen, glaube ich, habe ich da noch nicht gemacht. Ja gut, aber wenn man da eine spezielle Reliquie braucht, die wo ich wahrscheinlich jetzt nicht habe, dann können wir dabei einmal, wie gesagt, den Berserker in Niflheim noch machen. Das sind alle, die ich hab. Der versteinerte Drache, der wo da oben sitzt. Mystisches Erbstück, okay. Ja, dann machen wir. Wenn wir das jetzt zufällig haben, dann tun wir da nicht lange umeinander. Also den muss ich jetzt ausrüsten und dann muss ich es einsetzen, oder wie sage ich das? Tatsächlich. Ah, das kann ich jetzt nicht ausrüsten, weil ich in einem Kampf geschickt bin. Die ewige. Konzentrier dich! Gar nichts macht der Bulle! Nice. Das war eine Überraschung. Was hast du erwartet? Auch wieder wahr. Also, der Drache hat sich befreit, direkt nachdem du die geklaute Reliquie benutzt hast. 50.000 Hacksilber gibt's für den Burschen? Noch zusammen. Ach Mensch, der will gerade oben ballern. Nix gibt's. Da hab ich meinen Speer. Da ballert der gar nichts mehr. Aber, Sturmgraz, danke für deinen Hinweis. Den hätte ich tatsächlich übersehen. Sag dir, wie es ist.
gibt noch 3 versteinerte Trolle in den Welten. Okay. Ja, da werde ich dann vielleicht... Jetzt schauen wir mal, wie schnell dass wir vorankommen, wenn wir den ganzen anderen Stuff noch machen jetzt. Die ganzen Berserker-Bosse plus Gnar müssen wir ja auch noch machen. Und falls wir das im Stream nicht mehr unterbringen, dann schauen wir das Offstream nur mal an. Und falls wir es noch unterbringen, dann, ja, dann machen wir es noch. Jetzt gehen wir erstmal nach Niflheim und verhauen wir da auch noch einen Berserker, ja, wenn wir schon dabei haben. So, wo haben wir denn? Niflheim. Ah, das ist Hel. Niflheim, wo? Da, Niflheim. Die Symbole kenne ich aber nicht auseinander. Nicht so wirklich. Moin Meister, frohe Weihnachten vom norddeutschen Weihnachtsmann Aladin Habidere. Dankeschön. Dir natürlich auch frohe und besinnliche Weihnachten. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, der Berserkermann ist da hinter dir. Der Bierserker, ja, wie in Bayern heißen das. Da war es kein Berserker, sondern ein Bierserker. Der müsste da hinter irgendwo sein. Warte mal, haben wir da irgendwas? Die Ehre ist ganz meinerseits. Muss nicht sein. Ja, da kann man jetzt schon eher Weihnachtsstimmung auf, da bei dem ganzen Eis und Schnee. Lieblingssport des Bierserkers ist dann der Biathlon, ja genau. Und sein Lieblingsbau sind Pyramiden. Ah, da ist er. Ich weiß zwar jetzt nicht, was mit der Map dann verkehrt ist, dass... Ja, okay. Bereit fürs große Weihnachtsmampfen? Ehrlich gesagt nicht, nein. Go, Dandy, die Unbeirrte! Schön vorsichtig! Das ist Bifreis! Ah, jetzt wird die auch unsichtbar. Es ist ja da höchstgradig unfair, wenn sie sich da wegteleportieren kann. Knapp. King of Barbecue, habe die Ehre. Der Kompass ist broken, man geht in die entgegengesetzte Richtung, aber die Entfernung geht runter. Ja, der hat jetzt gerade ein bisschen einen massiven Hänger gehabt. Okay, die letzten Berserker-Bosse, die können sich alle kurze Zeit wegteleportieren. Das ist so ein bisschen ein Problem, weil ich dann die Combo nicht durchschießen kann. Aber bringen wir hin. Der pfeift der aus dem letzten Loch. Go, Dandy, die Unbeirrte! Schön vorsichtig! Das ist Bifreis! Okay, wie konnte man den? Ja, okay, die macht Bifrost-Schaden. Die ist gar nicht einmal so ohne. Die ist tatsächlich gar nicht mal so ohne. Muss man dazu sagen. Die ist gefährlich, weil die Bifrost-Schaden macht.
Aber nichtsdestotrotz, die wird noch fallen. So ging es ist. Go, denn die Unbeirrten! Schön vorsichtig! Bifrost! Ist das alles, was du kannst? Hä, wie weicht man denn dem aus? Okay. Vogelcaptain. Kriegst gleich. Oh, den habe ich bis hierher gespürt. Ja, okay, das war noch knapper als knapp. Schaff ich das nicht, Kratos? Klar, mit der Cap klappt's. Meinst du? Mal schauen, ob's da nicht unrecht. Ja, das Problem ist, die macht Bifrost Schaden. Das heißt, wenn ich mein Kombi durchdruck, dann geht mir mein Leben flöten. Die ist gar nicht, die ist nicht ohne. Die hat's richtig in sich. Tatsächlich. Aber die wie gesagt, die kriegen wir schon hin. Da war's direkt aus. Go, denn die Unbeirrten! Schön vorsichtig! Das ist Bifrost! Alter, das ist heftig, was die Schaden macht. Ich meine, wir machen zwar keinen schlechten Schaden nicht, aber ihr Schaden ist leider ein bisschen... Okay. Ah, Bifrost ist böse. Bifrost ist richtig böse, weil das macht so viel Damage. Go, denn die Unbeirrten! Schön vorsichtig! Das ist Bifrost! Ja, okay, warte mal, das hat mir jetzt aus dem Konzept gebracht. Warte, kill mich. Das hat mir jetzt aus dem Konzept gebracht. Ja, schon voll schau gefangen. Ja, die ist zauberhaft. Die ist zauberhaft stark. Go, denn die Unbeirrten! Der König! Ja, das ist, weil die sich einfach wegteleportiert, die dumme Nuss. Schön vorsichtig! Das ist Bifrost! Du kannst halt irgendwie... Du kannst halt der da irgendwie kaum ausweichen. Wo ist denn? Ja, nice, okay, ich habe jetzt ungefähr gar nichts gesehen. Rechte Seite!
Hey, ich dachte, ich hab noch einen Auferstehungsstein. Fuck. Die geht immer auf die. Die geht immer auf einen selber. Die geht immer auf einen selber. Go, Dandy, die Unbeirrten. Den Feinden von Lane. Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Ja, es macht so viel Schaden, das ist brutal. Diese Berserker zu jagen. Hat sie schon. Erinnert mich an unsere Suche nach... So, wir haben Grimmes. 2 Wintern. Ich sehe den Zusammenhang, ja. Es gibt einen Unterschied. Bei den Walküren fehlte dir Bosheit. Ich weiß das zu schätzen, aber du kennst nicht die ganze Geschichte. Ich weiß, wie sich Unrecht Nice. anfühlt. Wie sich Rache anfühlt. Ich möchte dir die Enttäuschung Mit der Kraft der Pokémon. Ja, so. Ich, Pikachu hat geregelt. Pikachu hat einfach geregelt. Ja, ich muss aber dazu sagen, der Berserker war jetzt mit Abstand. Also, na, es gibt noch einen Berserker, der wo definitiv noch stärker war, das war der wo du zu dritt, also quasi, wo du allein gegen 3 gleichzeitig kämpfst, der war richtig schwer. Da habe ich, glaube ich, 50 Versuche gebraucht, bis ich den gehabt habe. Aber der zählt schon. Die von eben, die zählt schon mitunter zu den Stärkeren auf alle Fälle. Allein wegen einfach Bifrost-Schaden, das bringt einfach deinen kompletten Lebensbalken zum Schmelzen. Und die, wenn die halt einmal trifft, dann bist du halt fast One-Hit. Also die ist tatsächlich schon gut knackig gewesen jetzt. Also da kannst nix sagen. Mescalin habe ich dere. Alles fit bei dir, frohe Weihnachten an der Stelle. So. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Gute Arbeit muss belohnt werden. Ja, na, bitte reden wir nicht von Belohnung. Danke für deinen 69, Aladdin. So, jetzt machen wir in Vanaheim weiter. Wir haben da noch die eine oder andere Nebenquest, die wir machen können. Und da machen wir Meta, da ich sagen. Ja? Da machen wir jetzt einfach mit Meta. Wie man es nimmt und danke gleichfalls. Dankeschön. Schön, dass du einer schaust. Da wären noch ein paar Dinge zu klären. Die wilden Geister des Kraters haben uns vielleicht noch mehr zu sagen. Später. Jetzt schauen wir mal, was wir da für eine Nebenmission haben. Was haben wir denn da jetzt? Die bebende Mulde. Nehmen wir jetzt einfach mal das. Und dann schauen wir mir mal, was uns da erwartet. Also ich tippe jetzt einfach mal, dass da auch irgendein so ein Drachendödel auf uns wartet, der uns wieder umpümmeln möchte. Und wir werden mal schauen, wie wir da dagegen gehen können. Rechte Seite, sie will noch mehr. Aha, wo kommst du jetzt her? Hab ich gesagt, Mülleimer auf oder was? Ich meine, dass du sterben möchtest. Ist das im Bereich des Möglichen? Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Was möchtest denn du überhaupt, ha, du Pausenclown? Hinter dir, pass auf! Aha, du wirst den verwundet, solange er da lebt. Die Irrlichter! Wir müssen sie aufhalten! Ah, das wäre noch bei mehr.
Wie jetzt? Taktischer Rückzug. Klug. Ich glaube, ich weiß, wer diese Jägerin ist. Die Asen nannten sie die ungezähmte Wut. War wohl nach meiner Zeit. Aha. Geflohene Wanen, Familien, haben sich in diesem Urwald vor den Asen versteckt. Die Einherjar suchten, aber gefunden hat Danke sie für den die Dank. ungezähmte Wut. Nacht für Nacht hat sie sie dezimiert, bis alle tot waren. Sie waren im falschen Urwald. Der Rückzug ist strategisch. Pro-Gamer-Tipp, wenn man an ein Tor geht, ja, an ein Weltentor, dann wird deine komplette Gesundheit, sowohl auch dein kompletter Rage-Balken aufgefüllt. Sage ich vielleicht an der Stelle mal dazu für alle, die das nicht gewusst haben. Vermute mal, dass die noch ein paar Mal öfter kommt, die alte Schnallen da davon gerade eben. Gut, so geht das. Eine Narbe ist geboren, Schatzkarte komplett. Ja, zauberhaft. Asgards Gerechtigkeit, okay. Warte mal, wo ist denn der Kompass jetzt? Da müsste doch oben eigentlich irgendwo ein Kompass sein, oder nicht? Zupft die Romer. Wo ist denn der? Hä, der Kompass da oben ist verschwunden. Warum? Wo? Kompass wo? Okay. Lol, da hätten wir uns eigentlich auch hier porten können. Oh, da bebt's auf alle Fälle irgendwo. Aha, da bebt's gewaltig. Ja, aber wo? Ach, wahrscheinlich da drüben dann, oder wie? Ein Kompass war halt nicht schlecht. Jetzt an der Stelle. Warum der jetzt weg ist, das weiß ich nicht. Aha, da ist noch zu, okay. Hört sich oben, wenn da irgendwo ein Drache war. Ach, da war... Ich bin so ein Idiot, da war da eher ein Ding gewesen zum Umspringen. Da müssen wir einfach da hinten einer. Wo ist er? Ah, wir müssen da lang, okay. Okay, aber da geht's nicht durch. Halt, pass auf. Kriegen wir ihn schon irgendwie. Ich frage mich jetzt gerade, wo der Kompass hier verschwunden ist. Der war die ganze Zeit da. Warte mal, muss ich den vielleicht... Ja, wir müssen auf alle Fälle da irgendwie. Warte mal. Okay.
Also vielleicht noch rechts segeln, das kann natürlich auch möglich sein. Ah, und vielleicht dann da drüber, ja, das kann möglich... Ah, das kann sie ausgehen, jetzt passt's auf. Kriegen wir schon. Kriegen wir schon irgendwie. Kann aber auch sein, dass man da vielleicht Tageszeit umstellen muss. So, mal schauen. Jetzt habe ich ja komischerweise wieder einen Kompass. Warte mal, da ist doch irgendetwas. Hier ist doch. Ach, da kann man... Ach, da schau. Ach, da oben ist er! Er macht die ganzen Beben da, oder? Ich hab schon gedacht, ich höre doch die ganze Zeit irgendetwas. Ja, der Drachensepp. Da kann man durchsegeln, deswegen. Werden wir gleich mal schauen. Ah, da ist ein Rabe, okay. Und so wie ich sehe, kann man da hinten anlegen. What the fuck, wo haben wir denn Dort jetzt? drüben. Da könnten wir anlegen. Aha, der Drache, der wird schon sehnsüchtigst auf uns. Pass auf, jetzt haben wir erst einmal den Raben da wickert. Schau hoch. Unser Drache. Wir finden einen Weg hoch. Und jetzt sollten wir vielleicht mal wieder zum Rabenbaum gehen. Ah, haben wir wieder Tour freigeschaltet. Vorsicht! Hier entlang. Okay. Boah, leck, bist du behindert oder was? Warte mal, da haben wir jetzt so wieder 3 so Punkte. Rauger, von links! Und ihr so? Jetzt sind wir vorgerückt. Und weiter. Das ist auch nicht umsonst da. 100%. Vorsicht, rechts! So, ich da. Ja, halt dein Putzen. Zupf den. Okay. Ah. Gut. Ein wenig Luft zum Atmen. Hier ist ein Stundenglas. Danke. Jetzt kann ich nach Vorwanger gehen. Zunächst eine Frage. Du wolltest dieses Tal zu deinem Zuhause machen. Wer ist jetzt er? Was hielt dich auf? Ich erinnere mich. Dieses Tal. Es stand am Rande der Verwüstung, als ich es fand. War es ein Krater, wie du ihn jetzt siehst? Nein.
Aber die Stadt war in Trümmern. Zerborstenes Glas, zerstörte Gebäude. Hier konnte man kein Zuhause finden. Hast du die Ursache der Zerstörung gesehen? Ich weiß noch, ich ging in eine Methalle. Tor war da. Was wollte er in der Methalle? Es hieß, er war auf der Suche nach einem Militärposten der Warner. Ich wollte keinen Ärger, also bin ich schnell gegangen. Danach sah ich ihn nicht mehr. Aber vielleicht haben andere mehr gesehen. Ich hab zwar jetzt nur Bahnhof verstanden, aber Vielleicht das... wollte Thor in der Methalle jemanden treffen. Faye und Thor bei einem Met? Faye hat mit mir nie getrunken. Mit ihm hätte sie es auch nicht. Manchmal kennen wir unsere Liebsten nicht so gut, wie wir denken. Mehr gesoffen muss werden, hab ich gehört. Ja, ich bin schon froh, wenn wir den Flattermann jetzt da mal umgehauen haben. Da. Ah, da haben wir eine Runentruhe irgendwo. Oder Nornentruhe, besser gesagt, weil da ist ein Symbol auf jeden Fall. Ah, da hinten ist die Nornentruhe. Okay, da hinten ist ein Symbol, da haben wir eins, da geht noch ein drittes ab. Der Drache hat schon Bock auf uns. Aber den werden wir genauso umpimmeln wie die anderen Bosse gerade eben. Er ist hier. Mach dich bereit. Konzentrier dich. Gegner von links. Ah ja. Ah, der kommt nur oben, wenn... Über dir, Kratos! Wir müssen ihm seinen Halt nehmen. Schon dabei. Gegner hinter dir, Kratos! Den hab ich bis hierher gespürt. Achtung, hier hinten! Boah, wo kommt der jetzt her? Dummes Mistviech! Der letzte! Oh, er ist auf der anderen. Das hätte man sich denken können. Und wie kriege ich den A jetzt? Weil du musst mal alle gehen. Aha. Greif den Hals an! Sogar an Weihnachten hat das ein Bresen fetzen. Erledigt. Tja, der ist erledigt. Es dauert noch, bis der Krater geschafft ist. Ich glaube, wir haben die Drachenpopulation hier etwas eingedämmt. Dann sollten wir weitermachen. Ah ja, nice. Okay.
Jetzt sind wir alle munter. Ja, du, es ist Weihnachten, da muss man chillen, das hilft ja alles nichts. So. Wollen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wo da das dritte Nornensymbol ist. Das kann ja nicht allzu weit sein von da. Warte mal, von wo haben wir mir eigentlich aufgekommen, ist die Frage. Ah, da hinten ist. Ich glaube, ich hab's erlurt. So, da oben ist eins. Dann da hinten ist eins. Birgit mag einen Flauschknädel sein, den kriegst du sofort. So, da ist das zweite. Und wo ist jetzt das dritte? Ah, da hinten war das dritte. Ah, hat er mir das jetzt nicht genommen? Möchtest du das eh nicht glauben? Ja gut, dann machen wir halt nochmal. Macht ja nichts. So. Perfekt. Oh. Ein Meteorn. Nice. Gibt's jetzt da keinen Schnellreisepunkt? Tatsächlich nicht. Aber das war immer noch nicht die bebende Mulde. Das war dann das Falsche. Die Mission, die müssen wir noch irgendwie. Das müssen wir noch irgendwie gebacken kriegen, aber. Ja gut, dann müssen wir da nochmal schauen. Jetzt gehen wir schnell zurück. Und dann. Machen wir den Flauschknädel. Oh, da geht's oben. Stimmt, mir fällt gerade ein, der Mr. Verb hat noch Gaming-Wissen, ja, falls er dann da ist oder falls er kommt, wie auch immer. Dann müssen wir das Gaming-Wissen noch einlösen. Das ist noch offen und ich glaube, von letztes Mal ist noch irgendwas offen. Verzeih, magst du mir schnell kurz schauen? Ja, hallo, zieh doch hoch. Gut. Ich glaube, bei der Mission muss da sein, bei den bebenden Klippen, Schluchten. Ich habe mir schon fast gedacht, dass man da auf Tag umstellen muss, weil man da sonst wahrscheinlich nicht durchkommt. Aber da vorne ist ja eh so ein Schrein, da können wir dann gleich mal auf Tag ummünzen. Ach du schau, ja, da können wir genau da aus, ja? Das ist natürlich perfekt. Das ist natürlich perfekt, weil dann können wir jetzt schnell kurz hin und her reisen. Dann geht es nämlich relativ schnell. Also man wacht. Weil dann porten wir uns mir jetzt einfach einmal schnell geschwind. Moment, wo haben wir es denn? Nein, nicht der Dschungel-Eingang. Daher. Das ist nämlich ein Schrein dort, da können wir dann auf Tageszeit umstellen. So. Tor wo? Ah, da hinten. So, lass uns mal das Tagesflauschi kommen und dabei der Tagesflauschi geben wir heute den richtigen Flauschi. Für die Birgit. So. Muss ich schnell umstellen. Gestarten Oberflauschnädel. Den Oberflauschnädel Mats ist einfach einmal Zeit für Weihnachten, gell? Flauschi. Das ist der Mats.
und das ist bekanntermaßen der Fürst aller Flauschknädel. Ja? Wer Paula schon mal kennengelernt hat, ja, und nicht gewusst hat, wie der Matz ausschaut, der ist so flauschig, der Matzi, ja, da sieht man vor lauter Flauschigkeit keine Hosen mehr. Ja? Und ich glaube, die Aussage ist definitiv treffend, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Was? Jetzt wird der am Handybrowser Twitch aufmachen für 65 ich nicht. Macht da keinen Stress, ich kann halt auch schauen. Wir starten Matz. Ja, das ist der Matz. Da muss ich mich schnuffeln. Da, ja, da ist es am Mikro schnuffeln. Da. Und einmal schauen. Da in den ja, genau, da in die Kamera reinschauen. Ja, ich weiß schon, das Mikro, das ist ein wenig suspekt für dich, gell? Da. Gell? Das ist der Matz. Er schaut einmal. Er für ihn ist halt auch Weihnachten. Ja? Der hat schon ein bisschen, die haben schon beide ein bisschen so ein Geschenk gekriegt. Ja, mit dem, die sind ja noch nicht ganz so geheuer, aber sie werden warm damit langsam. Ja? Gell, Matzi? Du bist ein braver. Ja? Haben die auch. Ja? An Weihnachten dürfen sie auch mal schöne haben. Aber er ist halt leider an Weihnachten auch nicht davor gefeiert, mal vor die Kamera treten zu müssen. Ja? Aber ist ja okay. Bist ja schon gewohnt, gell? Hast ja schon ein paar Mal da. Kleiner Lump. Ja? Er ist. Leg gerne meinen Fünfer rein. Der hängt schon drin tatsächlich, ja, in Form von Essensspielzeug. Ja, der hängt schon drin, keine Sorge. Das ist auch eine coole Emote-Kombi vom Sprengi. Gell, Mats? Der Sprengi hat die gerade mit einem Emote gewürdigt. Ja? Ich weiß nicht, ob es das 6 da auf dem Bildschirm. Ja, genau, da hinten 6 ist. Sehr gut. Gell, Mats? Das ist aber Flauschnägel. Ist auch schon eine Zeit lang nicht mehr da gewesen, gell? Ja. Das Ding ist halt, wenn du den weglegst, dann hast du auch noch was von seinem Fell, ja, weil da bleibt ungefähr 3 Kilo an meinem Pullover hängen. Aber gut, das ist ein Tausch, den gehe ich ein. Gell? Ja, du magst wieder zu deinem Bruder, ich sag schon. Gell? Bist du auch da gewesen. So, du sagst du einmal frohe Weihnachten zu der Bazi gehen, gell? Frohe Weihnachten von Matzi. Ja, von der Paula natürlich auch. Der wir noch ein paar Bosse zusammenhauen. Ja? Das ist eine Idee. Ich glaube schon. So. Oberblauschnägel. So. Hat der auch seinen Auftritt gehabt? Du schau her. Birgit, ich hoffe, das ist in Ordnung so. Aber ich gehe davon aus. Na, sprenge ich nicht das erste, ja? Nicht das zweite, aber das erste. Hat man gerade Schnuffeln gehört. Echt? Sehr gut. Der Matz hat euch verkündet frohe Weihnachten. So. Dann schauen wir jetzt nochmal hinterher, ob wir die Mission jetzt machen können tatsächlich. So. Da brummt irgendwer. Alter, was ist denn das? Okay, den schauen wir uns an. Egal was es ist, aber wir werden es uns anschauen. Ist das ein Riese? Schaut mir so an, wie wenn das ein Riese war. Gulon, links von dir. Der Brenner Pana Madr. Ja, super. Gut, der Boss ist zwar jetzt eigentlich nicht auf meiner Liste gestanden, aber wir nehmen ihn halt mit. Achtung, hinter dir! Du brennst, Kratos! Vorbei! Ja, du kriegst jetzt sehr keinen Schaden.
What the fuck? Warum hat der keinen Schaden gekriegt? Achso, weil Feuer... ja. Weil mit Feuer gegen einen Feuerriesenkämpfer halt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die schlaueste Idee ist. Ja gut, Riese umgefallen. Das ist saudummerweise. Ja, tut ein bisschen zu wenig Tanky gehabt. Zu wenig Tankiness ist weniger gut, hab ich gehört. Ja, ich muss schon sagen, der Damage-Output, den wir haben, der ist schon geisteskrank. Also das ist schon... Holy shit. Ein Brummbär. Ja, das war der Brummriese, besser gesagt. So, wir haben ja immer nur dabei, dass wir da irgendwie herkommen. Ne? Es muss ja irgendwie möglich sein. Ne? Kann ja nicht angehen. Muss ich gerade ein wenig Zeit im Auge behalten, nicht, dass wir Gna übersingen. Ja? Weil Gna, die werden wir uns definitiv jetzt dann noch anschauen. Ja? Jetzt schauen wir mal, dass wir die Mission abmachen kriegen und dann stellen wir uns einmal dem stärksten Boss des Spiels. Schauen wir mal, ob wir die gebacken kriegen. So, jetzt lassen wir mal schauen. Wir kommen da nicht durch. Aber da muss es ja irgendwie umgehen. Rein theoretisch zumindest. Warte mal, schauen wir mal, ob wir vielleicht von da aus irgendwie. Wobei, macht auch keinen Sinn, weil von da warten wir ja dann kommen. Es schaut mich da so an, wie wenn man da einer kannt. Ah, warte mal, vielleicht. Jetzt passt so macht. Vielleicht geht das aber dann doch über den Pfad, oder? Müssen wir mal schauen. Und dass die Tiere da, dass man da dann Retour gehen muss. Das kann schon möglich sein. Aha. Ja, okay, das Ungetüm ist offensichtlich da drin, was auch immer es ist. Aber von da kommen wir auch nicht her. Glaube ich zumindest gerade. Also wie können wir jetzt dann da ist die Frage. Jetzt passt so wacht. Freier spät Tennis. Warte mal. Schippert man nochmal mit dem Boot außenrum vielleicht? Das muss ja irgendwie gehen. Jetzt warte mal. Mein Gott, wie die komischen Giftdinger da hast. Jetzt warte mal, da musst ja irgendwie musst du ja da hinkommen. Gibt's ja gar nicht anders. Vielleicht von der Seite aus. Ja, das kann sie ausgehen. Jetzt schauen wir mal. Müssen wir mal schauen. Ja, das kann passen. Hey, pass bei diesen Wänden auf meinen Kopf auf. Bin ich nicht immer vorsichtig mit dir? Oh ja, immer so feinfühlig. Was auch immer diesen Tunnel zerstört hat, es muss groß sein. Die Größe ist egal. Jede Kreatur hat eine Schwäche.
Kratos muss ja wissen, der fucking Kronos aufgeschlitzt. Plötzlich so ruhig. I don't like this. Felsenkiefer, wo? Ui, der ist groß. Ein Drache sein. Ah, Cockslap. Ja, schlecht ausschauen. In diesem Teil mit so einer Bestie rechnen müssen. Hätte Leider nie nicht. gedacht, in Vanaheim einmal Drachen zu sehen. Ich hoffe nur, dass dieses Geschüttel damit ein Ende hat. Vielleicht wird dieses Tal ja ein netter Ort zum Niederlassen, wenn wir fertig sind. Und damit sollten wir etwa die Hälfte der Drachen im Krater erledigt haben. Sie sind immer noch eine Gefahr für diesen Ort. Schon ein Drache kann ein Ökosystem unwiderruflich aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, da schauen wir uns aber. Moment einmal, da muss er jetzt da irgendwie. Da muss er da einen Shortcut machen können, weil die Tür ist ja zu. Ah, den haben wir schon. Dann können wir jetzt hier normalerweise aufmachen. Den haben wir schon. Sehr gut. So, dann schauen wir noch, was da hinten ist. Aber der Herbert. Was fit bei dir? So, das ist ja auch nicht umsonst, da muss ja noch irgendwas geben, da erinnert. Wieder ein Kristall. Miert! Behalten ihn Aue. am besten, bis wir wissen, wozu er Ja, der Tag ist noch jung. Hast noch nicht viel versammelt. So, aber für was ist... Achso, da findet man da wahrscheinlich irgendein so ein Schatzartefakt, das man irgendwie sammeln muss, oder? Ist das von Quasir? Nie davon gehört. 12 von 14, immerhin. Hackelsilber. Ah. Da bin ich jetzt gespannt, wo wir da jetzt rauskommen. Ach, hi. Ah, da müssen wir wieder... Da müssen wir wieder den Ursprung finden. Wow! Wo ist denn da die Mutterpflanze von dem Viech? Hä? Die muss ja da irgendwo sein. Gibt's ja nicht. Irgendwo ist da der Kern. Die Frage ist nur, wo.
Ja, der ist wahrscheinlich da oben, aber wie komme ich da hin, ist die Frage. Gut, da geht's jetzt im Endeffekt nur um eine Truhe. Ja, okay. Da geht's jetzt offensichtlich nur um irgendeine so eine Truhe, die wo jetzt nicht sonderlich relevant ist. Kann ich da jetzt nicht oben springen? Oder muss ich außen rum gehen? Ja, das Ding ist da oben offensichtlich, aber da komme ich halt jetzt nicht hin. Na, da wollte ich nicht mit fix. Da geht's quasi gerade um eine Truhe, okay. Oh, da liegt noch was. Kristallfragment, okay. Gut, dann schauen wir uns einmal die Walkürenkönigin an, würde ich sagen. Was die so drauf hat. Ist der stärkste Boss im Spiel. Schauen wir mal, ob wir derer was entgegensetzen können. Ich glaube so, dass uns. Ich glaube fast, dass uns da unser Damage-Bild auch fast nicht allzu viel helfen kann. Weil aus dem Vorgänger war Sigrun schon ziemlich stark. Und ich schätze mir, dass sie sich da bei Ragnarok ähnlich orientiert haben werden. Ja, dass die nicht ganz so flauschig wird. Aber das schauen wir uns jetzt an. So, die ist nämlich in Muspelheim. Die Gute ist in Muspelheim. Schauen wir mal, wie gut das die ist. Mal schauen, ob ich zufällig irgendwas aufwerten kann. Hätte ich mal einen Kübel Wasser mitgebracht. Oder 20. Schaut aber... Oh, wir können das Berserker-Kyros auf 9 bringen. Ja, let's go. Jetzt macht diese Rüstung schön blutig. Sehr schön. Perfekt. Die ist eh schon voll. Die noch nicht. Da brauchen wir einen funkelnden Kristall. Da habe ich noch nicht rausgefunden, wo man das kriegt. Aber sonst... Der Yggdrasil-Juwel geht mir nur ab, tatsächlich. Das muss ich auch noch irgendwann einmal rausfinden. Jetzt kommt der spaßige Teil. Okay, irgendwas kann ich mit den Waffen da, aber... Er sagt mir auch irgendwie nicht was. Und was ist mit Freya? Die ist voll aufgewertet. So, da können wir mal verkaufen, da. Mann, ist zwar nicht so, dass wir das Hacksilber unbedingt brauchen, weil knapp 1,8 Millionen dürfen sie da nichts abbringen. So wie du aktuell rumläufst, hast du keine Set-Bonus, das weißt du, oder? Weil du hast ja jetzt einen anderen Gürtel wie Brust und Arm. Mr. Herbert, haben sie aufpasst. Mr. Herbert, schauen Sie mal her. Schauen Sie mal her. Alles ganz ruhig bleiben, Brauner, ja? Ich hab schon ein Bild, ja? Der Bild nennt sie Bosse löschen, ja? Passt alles zusammen, ja? Ich hab sogar Amulette, das sind nicht Amulette. Ich hab ihm sogar Zauber drinnen, da pass auf. Irgendwo, wo haben die? Achso, das ist ja aufwerten, ne? Da kann ich lang suchen. Da passen so wacht. Haben wir, es passt, fix nochmal. Passt dem alles zusammen, da schau her. Alles gut. Was hast du denn schon alles gekillt? Ja, nahezu alles. Jetzt, ein Berserker, meine ich, geht mir nur ab. Ein paar Drachen haben wir schon zusammengehauen. Jetzt werden wir uns einmal. Sigrun sage ich schon. Jetzt werden wir uns genau mal anschauen, ja, was die so kann. Basically, bis auf einen Berserker der hat uns halt ein bisschen Widerstand setzen können. Das war der aus Niflheim, weil der Bifrost-Schaden macht des Todes. Aber sonst haben wir die meisten Widersacher halt, so wie vorher den Drachen zum Beispiel, haben wir auf 10 Sekunden weggehauen. Ja, abgesehen davon. Die verfickten Berserker, da bin ich jetzt dumm dafür. Ich zeig dir nachher mein Bild, wo ich genau spiele und dann kannst du es nachbauen
Und dann kriegst du sie. Glaub mir, der Bild ist dazu gedacht, Endgame-Bosse wegzulöschen. Du hast es auf easy abgestellt und kriegst es nicht hin. Ich spiele auf ausgeglichen. Zugegeben, ich hab off-stream, wie ich mal das ganze Zeug zusammengesucht hab, ne, hab ich es auch auf einfach gestellt, einfach, dass ich in Ruhe durchsuchen kann. Aber so die Bosse, die lege ich alle auf normal, ohne Schwierigkeiten. Wir können noch einen Berserker machen, ich habe noch den einen oder anderen Opfer. Dann kann ich dir das sehr gerne zeigen. Halt, das haben wir falsch, glaube ich. Genau, ist auf der anderen Seite. Die ist da herüben. Honeybee Habitäre, grüß dich. Frohe Weihnachten wünsche ich dir natürlich auch. Dir und an Day Zero. Ja, ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich hoffe, es geht ihnen besser vor allem. Ja. Das ist einmal das Wichtigste. Ich sage jetzt mal so, Herbert, es hat einen Berserker-Boss gegeben, das war der in Alfheim. Da wo du unter anderem die Brustrüstung herkriegst, die Berserker-Küras. Der war wirklich schwer. Wo ich sagen muss, okay, weil da kämpfst du alleine gegen 3. Ja, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt spoiler damit, aber du wirst dich wahrscheinlich schon ausreichend umgeschaut haben. Der war wirklich heavy. Da habe ich, glaube ich, 40 oder 50 Versuche gebraucht, bis dass ich das geholt habe, weil das wirklich nicht einfach war. Aber mit dem Bild, wie gesagt, ist alles nicht so dramatisch. Ich denke, dass demnächst mindestens meine Mom in mein Zimmer einmarschiert. Einmarsch wird von wegen aufstehen. Ja, Lust heute mal Lebenszeichen blicken. So, jetzt schauen wir mal. Freunde der Sonne, dahinter. Soll ich vielleicht dazu sagen, es gibt über das ganze Spiel verteilt, auf der Map gibt es so Nebenquests, so After-Story-Quests, das nennen sie die Scherben Asgards. Ja, da haben noch ein paar Hanseln von Asgard haben da noch in den ganzen neuen Welten verteilt. Sind teilweise wegen, ja, so Mitbosse, sage ich jetzt einmal, nichts Dramatisches. Da kriegst du abgesehen davon unfassbar viel Kohle dafür. Wenn du die alle gemacht hast, das ist eigentlich nichts wirklich Spektakuläres. Und dieser letzte hier, das ist eigentlich keine Scherbe Asgards nicht, aber sie wird halt getan wie eine. Und dann triffst du auf Gnar. Ich bin dann da hingegangen, weil ich mir gedacht habe, hey, da ist noch eine Scherbe über. Und auf einmal fliegt da Gnar einer. Und das Geile an dem Spiel ist, ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch macht, sie warnt die dann. So quasi, Freya und der Kratos und der Mimir sind dann voll auf Sendung, so quasi, oh, da ist Gnar, die Walkürenkönigin. Und das Geile ist halt dann, die Walkürenkönigin, die warnt die dann so auf der Ohrschritt und es geht richtig rund. Ich hab mir dann gedacht, halt, brauchen wir für einen Stream, ich drehe mal um und verschwindet wieder. Ja? Ich habe mir jetzt genau bewusst für einen Stream aufgekommen, damit wir das gemeinsam nochmal sehen. Ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt wieder einer geflogen kommt oder ob die einfach von Haus aus auf uns wartet. Ich warte schon auf uns. Ich habe auch die ersten Schmelztiegel-Herausforderungen schon. Ich habe alle bereits. So, Freunde der Sonne, gestatten Sie bitte Gnar, die Walkürenkönigin. Der stärkste Boss in-game. Ja, ich habe keine Ahnung, was die kann. Ich habe keine Ahnung, wie stark sie ist. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir jetzt von der zusammendödelt werden. Werden wir jetzt rausfinden. Ja, müssen wir mal schauen, wie lange wir brauchen für sie. Ja, die soll angeblich gar nicht übel sein. Wenn sie vor lauter Angst gelähmt? Ja, genau. Sie provoziert auch. Also das kommt schon. Wir haben jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden Streamzeit. Ich werde jetzt schauen, dass wir es irgendwie legen können. Ich kann es euch nicht versprechen. Sollte man zu lang brauchen, dann machen wir noch andere Sachen. Okay? Aber weil ich mir nicht sicher bin, wie lange dass wir für Gnar brauchen, deswegen ziehe ich es jetzt ein bisschen vor. Weil nicht, dass ich dann hinterher die letzte halbe Stunde sage, ja, jetzt machen wir Gnar und dann kriege ich es nicht geregelt. Okay? Spinat, noch eine dreschen, halt voll. Ja, Spinat braucht der jetzt nicht wirklich. So, jetzt schauen wir mal. Also hast du doch noch etwas Stolz übrig. Sie ist wild. Greif nur an, wenn du wirklich bereit bist. Haben wir mir bereit? Ist die Frage. Haben wir mir bereit für den Boss? Es schaut halt schon gut aus, gell? Das Design ist das schon sehr, sehr zauberhaft, gell? Ready or not, wo ist der Dampfe? Ja gut, ich darf jetzt einmal vorschlagen, wir lassen uns einmal ein wenig vermöbeln. Feigheit gehörst du auf ewig in die Tiefen von Helheim. Ja gut, da gehst her, du Arschbrunzen, du Blöde. Nun wirst du für deine Taten bezahlen.
Magie. Du brennst, Kratos! Ey, ja, die macht... Vorbei. Du bist niemandes Gott. Und du nennst dich ein Gott? Das kann schwer werden. Das kann schwer werden. Oha, das waren 2 Schläge von derer. Das könnte übel werden. Macht ein bisschen minimal. Was auch immer du versuchst, das Ergebnis wird dasselbe sein. Ja, die Alter, okay, die... Gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Du wirst uns verlassen. Es ist Ziegelmagie. Kratos, alles in Ordnung? Ja, die, wenn ihre Ultis zündet, dann tut's halt richtig weh. Also ihre Ultis, die haben brutal. Ich merke, wir machen gegen die nicht ganz so viel Schaden, wie wir es gegen die anderen da haben. Die ist schon stark. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Erhebe dich! Erhebe dich! Klingstein! Stirb! War's das schon? Alter, die one-startet die einfach. Okay, die ist verdammt übel. Die ist richtig stark. Heilige Scheiße. Beenden wir das. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob ich überhaupt stark genug bin gegen die. Beziehungsweise, ob mein Bild gegen die überhaupt das Richtige ist. Weil die Kehrseiten von meinem Bild ist natürlich, wir machen zwar verdammt viel Schaden, wir kriegen aber auch verdammt viel Schaden. Ja, das ist halt die Kehrseiten von der Medaille. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht einmal so sicher, ob das überhaupt der richtige Bild ist, den wir da machen. Den wir gegen die da hernehmen. Aber... Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Okay, aber der war nicht, der Run, der war nicht schlecht. Der war gar nicht übel. Der war gar nicht einmal so übel. So, ich werde beordert, habe die Ehre leiden. Herbert, merci dir kurz fürs Reinschauen und einen schönen Weihnachtstag wünsche dir. Freunde, der Run, der war nicht übel. Tatsächlich, ja? Da kann man aufbauen drauf. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Gut aus. Du bist wertlos. Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Ah, weil die auch Bifrost macht. Deswegen.
Jetzt merke ich es erst. Okay, die macht auch Bifröst-Schaden. Ja, das macht es natürlich jetzt nicht unbedingt einfacher. Wenn die natürlich Bifröst-Schaden macht, das wo uns gewissermaßen sehr hart damaged. Was auch immer du versuchst, das Ergebnis wird dasselbe sein. Gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Du wirst uns verlassen. Schön vorsichtig. Das ist Bifröst. Das ist Ziegelmagie. Der Allvater wurde gerecht. Ich sollte mir vielleicht einen Auferstehungsstein holen. Das darf vielleicht fast ein bisschen einfacher machen. Das kann man jetzt tatsächlich nur schnell vorher tun. Weil, wir haben jetzt einen Run gehabt, da hätte ich es fast geschafft gehabt, die umzunirten. Und wenn ich da einen Auferstehungsstein gehabt hätte, dann hätten wir es gelegt. Na, aber gut. Ja, nehmen wir mit. Das kriegen wir schon. Freunde, das kriegen wir schon irgendwie. Ja? Die fällt schon noch, früher oder später. Wenn nicht heute, dann an einem anderen Tag. Aber die ist schon verdammt stark, also da kannst du nichts sagen. Die ist schon richtig gut. Hätte ich mal einen Kübel Wasser mitgebracht. Kommen wir erst einmal da auf, vielleicht haben wir da noch irgendwas. Nett von dir. So, jetzt tust du mir da dein etwas. Jetzt kommt der spaßige Teil. Nehmen wir uns da mal einen überragenden Auferstehungsstein du mit. willst jetzt schon gehen? Hast du Zeit zum Reden? Nein, ich muss genau zusammenzipfen, das hilft uns nichts. Also zumindest nehmen wir es einmal vor. Was auch immer du versuchst, das Ergebnis wird dasselbe sein. So, jetzt werden wir da noch mal schnell kurz zwischenspeichern, damit er mir nicht jetzt mal wieder den Stor holen muss. Gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Schön vorsichtig. Das ist Bifröst. Au. Au. Gib auf! Gib auf! Du bist niemandes Faust. Ja gut, die hat halt auch viel unblockbare. Die hat zudem noch viel unblockbare, die du nicht blocken kannst, da wo du ausweichen musst, gewissermaßen. Was auch gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Du wirst uns verlassen. Wachsam bleiben! Schön vorsichtig. Das ist Bifröst. Gegen ihn nie! Muss man dann die Bäder noch ausweichen, die wo sie dann da auf einen abverschießt? Leck mich am Arsch! Leide, wie ich es tat. Ja. Ja. Die kommt, ja. Die spät, die macht einen Boxsack aus dem Kratos. Was auch immer du tust, nun wirst du für deine Taten bezahlen.
deinem Leben. Du kämpfst gegen mich. Mich wundert nur, wo ich da Damage kriege, wenn ich sie angreife. Das ist so die einzige Ding, die wo ich gerade noch nicht so... Die wo ich noch nicht so ganz verstanden habe. Ganz am Anfang, wenn ich alles auf sie einbrassen los, wo krieg ich da Damage? Sie greift mich auch nicht an. Da muss ich jetzt einmal aufpassen, weil ich krieg da irgendwo massivs Damage und ich weiß nicht, woher der Damage kommt. Was auch immer du tust. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Schön vorsichtig. Das ist Beefheart. Ich reiße dich in Stücke! Kratos, alles in Ordnung? Speedout. Kann man den nicht blocken? Also mit Kreis, wenn ich Kreis druck? Ach, das Pfeil bleibt. Okay, wir halten mal fest. Die hat einen Haufen Unblockables, die hat einen Haufen Bifrost-Schaden, sie ist verdammt schnell und du musst die Pfeile ausweichen, die wo sie da aus ihren Federn schießt. Weil du kannst zwar die Pfeile blocken, also, ne? Aber du kriegst den Bifrost-Schaden, also sprich, kannst es eigentlich nicht blocken. So. So zusammengefasst. Und wenn ich Bifrost-Schaden kassiere, dann muss ich meine Spartas Rage aktivieren, damit der komplette Bifrost-Schaden weggeht, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich bin mir jetzt zwar nicht hundertprozentig sicher, ob das der Wahrheit entspricht, aber... Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Erhebe dich! Erhebe dich! Klingstein! Ja, das war jetzt blöd, weil jetzt ist sie vergiftet, jetzt kann ich quasi... Ja, die Pfeile haben brutal. Die Pfeile, wenn die treffen, da ist Instant Schluss. Da brauche ich mich jetzt auch nicht wiederbeleben, weil das hat keinen Sinn nicht. Ich habe am Anfang schon verkackt. Ausrufezeichen Fight. Ja, also ein richtiger Fight ist das nicht. Die spielt Punching Ball mit mir. Die ist schon brutal stark. Was auch immer du versuchst, das gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Es ist so brutal, weil ich nicht weiß, wo da der Damage kommt. Ich bin da fast, wenn das passiert, bin ich fast tot und ich weiß nicht woher. Und ich weiß nicht woher. Und ich weiß nicht, wo da der Damage kommt. Also ich glaube, ich weiß, wie du gewinnen hast. Ja, gar nicht gegen sie kämpfen wahrscheinlich. Nein, das Ding ist, wenn ich meine Angriffe zünd und sie dann wegspringt, also sprich wieder mit einer, dann habe ich nur noch so viel Leben und ich weiß nicht warum. Mit den drei, ja, die meine ich und die das ist ein ganz anderes Level von Boss. Das ist das Ding, was ich noch nicht so wirklich verstehe. Wo da der Damage kommt. Da muss ich jetzt einmal aufpassen. Ja, Freya, merkst du, dass jetzt dein Gift kommt. Jetzt hilft es mir nicht mehr viel. Erhebe dich! Erhebe dich! Klingstein!
Du verdienst es zu leiden. Für Asgard! Für Asgard! Boah, die macht das zweimal in Folge. Jemanden vergessen? Böser Treff! Bist du in Ordnung, Kratos? Asgard blutet gegen Ja, das ist. Die Pfeile haben so bösartig. Die Pfeile hat. Das war wieder richtig. Das war eigentlich wieder ein richtig guter Run. An und für sich. Aber die Pfeile von der sind so derartig bösartig, dass. Das ist wirklich mies, wenn die treffen. Beenden wir das. Gut. Aber jetzt halt zum Beispiel den Damage wieder nicht gekriegt. Du hast uns verlassen. Ah, da liegt es wieder. Ich weiß nicht, wo der Damage. Ich weiß einfach nicht, wo der Damage von mir herkommt. Auf einmal habe ich nur noch so ein halbes Drittel Leben. Böser Treff! Bist du in Ja, Ordnung, das Kratos? egal. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Ich schätze mal, dass ich da irgendwo Bifrost-Schaden kriege, den wo ich einfach nicht sehe. Weil das ist ganz komisch. Es ist einmal ein Run, da kriege ich überhaupt keinen Schaden nicht. Und dann ist wieder ein Run, da springt sie weg und ich habe nur noch so viel Leben. Das ist weird. Das ist weird. Das habe ich noch nicht so entdeckt, warum das so ist. Du für deine Taten bezahlen. Du hast uns verlassen. Wo kommt denn der Damage her? Ich habe vor mir überhaupt kein Leben mehr. Schön vorsichtig! Das ist Bifrost! Ja, okay. Ah, das ist... Ja, jetzt... Wenn du kannst... Wow! Es kann nur eine Okay. Ware. Wenn du wissen willst, sage ich dir, wieso ausdrücklich selbst auf. Ich glaube, ich werd's jetzt an der Stelle nicht ausführen, weil das ist so komisch. Ich meine, wenn die wie jetzt vorher gerade am Ende, die macht Bifrost-Fail auf dem Boden. Wenn ich da drin stehe, kriege ich instant Schaden. Das ist mir bewusst. Aber es ist total komisch, wenn ich die in die Enge treibe und ich greife sie an und sie ist gestaggert und sie springt weg. Auf einmal habe ich nur noch so viel Leben. Und ich check nicht, warum. Entweder kriege ich Damage, wenn ich sie damage, was ich mir nicht vorstellen kann, oder es ist da irgendeine andere Technik von ihr, die wo ich noch nicht rausgefunden habe, die wo ganz neu ist. Weil das ist nicht immer so. Es ist jeder zweite Kampf, sag ich jetzt einmal. Ewig in die Tiefen von Helheim. Gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Oh, jetzt ist Docs nicht gekommen. Nice. Es ist vorbei. Das hier muss nicht sein. Ja, es war falsches Timing einfach. Falsches Timing. Ihr habt einen Zauberzünd und sie hat ihren Schildschlag gemacht.
Oh, das ist so, die Pfeile sind so gottlos. Die Pfeile sind richtig gottlos. Die kämen so aus dem Nichts irgendwie so. Aber gut, aber gut. Wir haben ja nicht weit weg davon. Das ist auch so ein Key-Moment, der wo man noch fehlt. Dann haben wir es eigentlich. Gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Wechsle die Pfeile! Oh, nicht schon wieder, genau. Oh, das war knapp. Erhebe dich! Erhebe dich! Klingstein! Ach, den kann man kaputt schießen. Okay. Heu schon geschaut. Oh, den hab ich bisher gespielt. Oh, der macht den zweimal in Folge. Das ist so gottlos. Und wie schnell musst du da bitte Kreis drücken, dass du Freya eingreift? Holy shit. Okay, ich muss mir merken, wenn die den Sprungangriff macht sie, wenn ich da ausweiche, macht sie den Instant noch einmal. Also sie macht den, ich tippe sogar eher, dass sie ihn sogar dreimal macht. So an und für sich. Aber holy shit, die ist ganz, ganz böse. Das ist Ziegelmagie! Verdienst es, alleine zu sein. Nie! Schön Vorsicht! Das ist Bienenweiß. Seh's nicht. Boah, ich seh halt nix. Vor mir verliere ich aus die Augen. Erhebe dich! Erhebe dich! Also ja, aber man merkt's, Freunde der Sonne. Den kann man auch nicht blocken? What the fuck? Okay. Ist das genau wild? Ja, die ist pervers wild. Aber dem Danke für dein Lurk. Frohe Weihnachten. Ja, das wird schon. Das sind nur ein paar Tries, die wo ich da brauche. Was auch immer du versuchst, das Ergebnis gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Es ist Ziegelmagie! Verstehst du nicht? Es ist vorbei! Oh, das ist so elendig. Das ist so elendig, wenn du dann hingehst zu ihr und sie macht die Pfeile. Das ist pervers. Oh, den habe ich bis hierher geführt. Ich habe mir's genau gedacht, dass es dreimal macht. Jetzt soll ich schon wieder... Hey, was ist das? Erhebe dich! Erhebe dich! Klingstein! Wir wurden beide von Odin getäuscht. Es muss nicht auf diese Art... Oh, die Pfeile. Ich hab Gina Wild. Ja, den habe ich jetzt nicht verstanden. Entschuldige.
Nein, das ist nicht... Sie ist wild, aber sie ist nicht China. Die ist wilder. Wilder wie die China. Das Ergebnis wird dasselbe sein. Ja, ich probiere es jetzt noch so 4-5 Mal und dann der mal woanders weiter, weil die ist schon bösartig wild. Leck mich am Arsch, die ist richtig stark. Gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Schön vorsichtig. Bifrost. Das ist Ziegelmagie. Du verdienst es zu leiden. Gib auf! Asgard, du! Für Sei auf der Oh, weil mir die Seeds mit erwischt. Ah, schade. Schade, jetzt haben wir aber fast zu weit. Jetzt haben wir es aber fast zu weit. Jetzt dauert es mal nicht mehr allzu lang. Es sind schon ein paar richtig gute Runs jetzt mittlerweile dabei. Kriegen wir schon. Freunde, das kriegen wir hin. Ja, und dann. Okay. Das ist Bifrost. Und dann kommt wieder sicher, da wo du auf einmal auf sie zusprintst und sie macht die Pfeile. Da bist du ja schutzlos ausgeliefert. Ja, und dann kommt der. Alter, wie schnell musst du da Kreisdrucker? Wie schnell musst du da bitte Kreisdrucker, dass du den Angriff unterbrichst? Gut, und dann haben wir wieder so einen Run drin, der wo wieder so abläuft. Aber so grundsätzlich da die sagen, es wird ihm. Es wird ihm. Der Ehrgeiz ist geweckt. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Ja, okay, tot. Welcher Zeitpunkt? Na, da brauchen wir ja gar nicht wiederbeleben, weil das hat keinen Sinn an der Stelle. Zwei Leben verloren. 2 Leben verloren innerhalb von kurzer Zeit. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Du bist wertlos. Asgard, Oh, die Pfeile, das ist so gottlos.
Die Pfeile, das ist so gottlos. Da bist du so gut dran und dann schießt sie die Pfeile und du bist instant tot. Das ist. Ich glaube, dass du auch nach vorn ausweichen musst. So, was ich so gesehen habe. Alter, wie schnell soll es denn da drucken? Der Königin fallen! Okay, das ist scheinbar ein Angriff, den du eigentlich, glaube ich, gar nicht blocken kannst. Weil so schnell kann ich Kreis nicht drucken, wie ich das drucken soll, damit der Angriff... Das glaube ich, habe ich jetzt einmal geschafft. Das Ergebnis wird das gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Den hab ich bisher gespürt. Das ist Ziegelmagie. Okay, die steht unter Schall. Okay. Der Angriff ist pervers. Es bummst mir eigentlich nur 2 Angriffe. Das ist der Stampfangriff, den du scheinbar überhaupt nicht blocken kannst, also auch mit Kreisdrucker nicht, und die Federn. Die Federn muss man merken, da muss nach vorn rein probieren und nicht auf Zeiten. Auf Zeiten erwischen sie die definitiv. Was auch immer du versuchst, das ergeht gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Oh, komm! Boah, was die Schaden macht, das ist so geisteskrank. Das ist so geisteskrank, was die Schaden macht. Den hab ich bisher gespürt. Ja, nicht nur du. Ja. Es ist halt brutal, das ist halt das Problem, weil wenn die Arme erwischt, das Leben weg. Aber gut. Jetzt haben wir leider keinen wirklich guten Run mehr drinnen gehabt. Immer du gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Du bist wertlos. Ja, das war auch kein gutes Ding nicht. Okay, tot. Ja, tot. Das ist das zum. Falsches Timing ist halt auch instant tot. Kannst du mir den Mülleimer ausbauen, Mats? Oder ihr? Könnt ihr das mal schnell kurz erledigen? Auch an Weihnachten laufen leider Müllgestalten rum. Beend gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Verstehst du nicht? Es ist vorbei. Das hier muss nicht sein. Ja, gut. Boah, das ist so krank. Die zieht man mit einem Schlag einfach ein 3/4 die Lebensleisten ab. Das ist so heftig.
Das ist so heftig. Hey, warum kann ich den Idioten da jetzt nicht kopieren? What the fuck? Sie ist quasi die Schwiegermama von der der Schwiegermama. Also die ist schon... Leck mich am Arsch. Die ist schon wirklich bösartig. Okay, warum... Nice. Wo war jetzt mein Hacki? Easy. Easy Hacki nicht vorhanden. Lol. Ja, jetzt probier's noch einmal und dann der mal woanders, weil die ist schon, leck mich am Arsch, die ist schon gescheit stark. Bist du bescheuert? Da haben ja die ganzen Berserker wirklich einen Witz dagegen. Was auch immer gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Du verdienst es, alleine zu sein. Schön vorsichtig. Ich weiß nicht, wie ich das ausweichen soll. Das ist ja, die trifft die eigentlich immer. Es ist noch lange nicht vorbei! Den hab ich bis hierher. Wo kommt denn der Angriff jetzt auch vor mir her? Das ist Ziegelmagie. Ja, okay, das ist... Ich weiß halt, der Pfeileangriff, der bumst mich halt so stark. Das andere geht jetzt mittlerweile, aber der Pfeileangriff, der ist halt... Der ist schon heftig. Weil ich kann halt blocken, kann nicht. Verstehst du nicht? Es ist vorbei. Das hier muss nicht sein. Ja, das ist Kacke. Das ist einfach Kacke. Es ist Ziegelmagie. Den kannst du halt auch nicht ausweichen, nicht wirklich. Den kannst du nicht blocken. Und was heißt, ich glaube doch, den kannst du schon ausweichen, aber du musst extremst aufs Timing schauen. Gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Verstehst du nicht? Es ist vorbei. Das hier muss nicht sein. Asgard, Blut! Es ist Ziegelmagie. Schön vorsichtig. Das ist Biefreisen. Boah, die kämen so aus dem Nichts, die Angriffe teilweise.
Genau. Oh, aber so, ich habe noch einen Stein. Okay, nice. So, muss sie jetzt... Erhebe dich! Erhebe dich! Gib auf! Asgard, Blut! Na, weil ich mich verdruckt hab. Ja, okay. Letzter Versuch, da mag ich nicht mehr. Gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Ja, okay, na, der zählt nicht. Der zählt jetzt nicht. Nö. Der zählt nicht. Das war ja jetzt komplett daneben, was ich da jetzt gemacht habe. Was auch immer du versuchst, das wird gut. Nun wirst du für deine Taten bezahlen. Schön Vorsicht! Es ist Bifall! Ja, okay. Die ist schon brutal. Die ist wirklich brutal. Also holy shit. Respekt, dass man sie so. Ja. Die ist schon sehr heavy. Also leck mich am Arsch. Da musst du richtig aufpassen. Wenn die eine Drittelsekunde Unachtsamkeit und du kriegst so derartig aufs Maul. Also, holy shit, die ist richtig stark. Also, die ist by far der stärkste Boss in dem Spiel. Da haben die ganzen Berserker wirklich ein Witz dagegen. Die vom letzten Teil war doppelt so schwer. Nope. Never ever. Die Sigrun habe ich auf 3 Versuche gehabt. Sigrun war ein Witz gegen die, finde ich. Aber gut, das ist natürlich immer Ansichts- und Geschmackssache, je nachdem wie einem ein Boss liegt. Aber Sigrun habe ich nicht so stark eingeschätzt. Auf keinen Fall. Also die ist schon Next Level. Finde ich jetzt. Persönlich. Schon allein wegen dem Bifrost-Schaden. Vom Bifrost-Schaden her ist die pervers. Respekt, dass man sich im Jahr 2022, also quasi der Generation Z, traut hat, so was Schwarz zu präsentieren. Das Spiel, God of War, also der Vorgänger, hat ja auch Endgame-Content geboten, der nicht ohne war. Ja? Aber der ist nochmal, ist mein Empfinden, der ist nochmal eine Schippe schwerer. So, ne? Wir haben auf normaler Schwierigkeitsstufe. Ja? Nicht auf leicht oder nicht auf extrem schwer, sondern wir haben auf normaler Schwierigkeitsstufe. Hab mir Sigrun sau lange gebraucht, für die nur 4 Versuche. Ja, bei mir war es genau andersrum. Also Sigrun habe ich auf 3 oder 4 Versuche gehabt. Aber ich werde sie noch legen. Ja, zwar nicht mehr heute, das werdet ihr dann zwar nicht mehr sehen, aber ich werde diesen Boss noch legen. Früher oder später. Ja, da bin ich jetzt Souls-Spieler addicted, okay? So, das ist dann etwas da, wo ich mich dann privat noch ein bisschen vergnügen kann damit. So, jetzt da die Vorschlag, jetzt machen wir da noch eine nette Rausschmeißer-Mission. Mehr oder weniger, ja, und dann beenden wir das Projekt God of War. Jetzt machen wir nämlich noch Spur der Toten im Dschungel. Da die Vorschlag, oder? Das glaube ich ist eine zauberhafte Geschichte. Da meine ich, haben wir auch noch einen Bosskampf, der wo zwar dann wahrscheinlich nicht allzu lang dauern wird, weil die halt natürlich nicht so stark sein wird wie Gna. Aber immerhin. Erwartet uns noch Arbeit. Sable-Krieger suchen noch den Krater heim. Geben wir ihnen ihren Frieden. Mal sehen. Was noch? Ich denke, es gibt noch mehr Geister, die den Konflikt miterlebt. Das reicht jetzt. Aber da muss man wirklich, ich sag's noch mal dazu, also Gna ist schon, leck mich am Arsch. Die ist böse. Die Frage ist, wie komm ich da um? Ah! Hinter dir, Kratos! Ich glaube, ich hab schon gesehen, wie man da umkommt.
Ah, du schon wieder. Wir können es beenden. Bist du in Ordnung? Ach, die verpisst sie wieder, oder Die was? haut wieder ab. Mei, was ist denn das für ein Feigling? Ja, wir folgen dem Blut. So, jetzt warten wir. Da muss man ja dann irgendwie, müssen wir ja auf die Seiten kommen da. Jetzt pass auf, ja, das kriegen wir schon irgendwie. Also natürlich bestünde jetzt hier an der Stelle die Möglichkeit, dass ich sage, ich stehe ein Spiel auf leicht und mache dann Siegerun. Genau, ja, dann darf es natürlich deutlich einfacher werden, weil deren Damage-Output sinkt und unserer steigt. Aber ich glaube, damit ist keiner wirklich zufrieden dann am Ende des Tages. Ja? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr das sehen wollt, wie ihr einen Boss auf leicht verhaut. Das ist ja dann auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber, wie gesagt, ist ein wirklich starker Boss. Den werde ich dann irgendwann mit der Zeit noch einmal... Den werde ich mit der Zeit noch mal zu Leibe rücken. Oger ist nah. Letzte Chance, sich vorzubereiten. Wir kämpfen! Gut! Erst einmal stirbst du, weil du nervst. Endlich! Ah, da ist noch einer. Au. Na, nicht avisieren, da müssen wir her. Wo ist denn jetzt Freier? Freut's dich nicht mehr, oder was? Ah, ich hab überhaupt keine Runenangriffe, nicht momentan. Genau, der Kasperl, du gehst her. Aha. Der Drachen sind. Du egoistisches Schwein. Er ist zu seinem Hochsitz zurück. Hinterher. Aha, der Drache hat unser Beute genommen. So ein Schwein aber. Aha. Na, man will sich ja auch selbst beweisen, dass man es drauf hat. Ja, drauf, ob es ich jetzt drauf habe, das steht wieder auf einem anderen Zettel. Aber ja, ich verstehe grundsätzlich deinen Gedanken und deine Aussage. Ja, du hast natürlich nicht Unrecht. Es ist ja irgendwo mein eigener Anspruch, so einen Boss auf zumindest auf normaler Schwierigkeitsstufe legen zum Kinder. Ja? Die Möglichkeit, meine, habe ich, an der Umsetzung scheitert es jetzt noch ein bisschen. Ja? Aber es ist ja nichts, was man nicht in den Griff kriegen kann. Macht man schon irgendwie. So, jetzt ist die Frage, wie komme jetzt ich da auf? Ah. Einmal kaputt machen, den Wumms. Das ist jetzt aber, ist dieser, das ist wieder einer von den Hirschen, den man zurückschicken kann. Das ist eine Nebenmission. Das Wenn habt ihr. mich mein Blick nicht täuscht, ist das der Hirsch des Sommers? Ist es heiß oder ist das meine knisternde Persönlichkeit? Nein, das bist du, Hirsch. Können wir endlich gehen? So ein Braver. Nur ein Hirsch übrig. Danke für die Rettung der Welten und so. Ich hätte es ja selber gemacht. Und mit mehr Stil. Aber danke. Gern geschehen, wollte er sagen. Da hinten ist auch noch eine Truhe. Ich bin überrascht. Man könnte meinen, ein Hirsch würde aus Angst vor dir weglaufen. Du strahlst ja nicht gerade Ruhe aus. Ich bin immer ruhig. Ja, der Dorn ist wahrscheinlich da drüben irgendwo. Okay. Ja, ich will den Drachen mal vorher noch zusammenhauen. Der Drache geht jetzt erst einmal vor. Dann müssen wir irgendwie noch nach oben kommen.
Ich hab die Zeichen tatsächlich an der Mauer schon gesehen, aber von wo man da anfängt, das müssen wir noch schauen. So, man kann auf alle Fälle da aufgraben, ne? Sehe ich von da. Aber die Frage ist... wie? Warte mal, müssen wir dann vielleicht von der anderen Seite irgendwie? Kann natürlich auch sein. Jetzt warte mal. Mal schauen, da kann man bestimmt umschippern. Der Hirsch hat da als Miniatur mega gut gefallen. Es gibt, also ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber es gibt bestimmt God of War Merch. Vielleicht jetzt nicht original, aber bestimmt irgendeine so eine Chinesenware, sage ich jetzt einmal. Da wo so einen Hirsch nachbauen oder noch Skulptur, also ne, Skulptur draus machen. Mehr hätte man aber jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber vorstellen kann man es. So, schauen wir mal, da gibt es auf alle Fälle, da muss irgendwo... Aha, da schon her. Ja, da schaut es mir eher so an, wie wenn wir da irgendwie mal raufkommen. Da, jetzt pass auf. Du das einmal pflücken da. So, haben wir da... Ah, da ist ein Hafen, da schon her. Sagst du, dass da alles wird einem recht. Okay, da ist ein Miniboss. Wir müssen diesen Neker zum Schweigen bringen. Ja, von mir aus. Mein Halsstumpf ist ganz kalt. Er ist zu schnell. Nutze deinen Schild. Ja, ist das doch. Schau mir jetzt recht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Der Drache sitzt da oben auf alle Fälle irgendwo auf dem Felsen rum. Manuel, habe ich die Ehre, grüß dich. Frohe Weihnachten auch an dich. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, das ist fit bei dir. Ja, jetzt schauen wir da mal. Wie müssen wir an diesen Ranken vorbei? So, da haben Ranken. Okay, ja gut, das glaube ich ist jetzt da erst einmal das weniger. Jetzt pass so wacht. Dann haben wir jetzt mal einen Siegelpfeil. Ah, dann brauchen wir da noch einen. Ja, dann der wir halt da auch noch einen her. Der Weg ist frei. Okay, aber das hilft uns jetzt da nichts, weil wir können da nirgendwo aufhören. Jetzt pass auf. Da müssen wir von der anderen Seite wahrscheinlich... schauen. Moment einmal. Weil du musst ja da irgendwie reinkommen auf jeden Fall. Da kann ja nicht so weit fahren. Wahrscheinlich irgendwo von der Seite, oder? Du musst da irgendwo anlegen können, da hinten zum Beispiel. Ah ja, da schon her. So, da haben wir schon so weit. Da gibt es auf alle Fälle wieder eine Nonnentruhe. Du Rotzer! Ruhe! Gut, dass wir mir Damage machen. So, der muss da mal kurz heilen.
So, müssen wir da mal schauen. Wobei der Drache ist da oben irgendwo. Da ist dann der Shortcut gewesen. So, da geht's aber jetzt wieder nicht lang. Warte mal. Wenn wir weiter hier lang gehen, müssten wir zur Höhle des Flugdrachens kommen. Ah ja, perfekt. Ich wollte nur sicherstellen, dass du weißt, wo lang. Danke. Okay, oh, da haben wir Loot. Warte mal, müssen wir da... Ah ja. Okay. Geflüster der Welt. Okay. So ist aktiv, okay. Perfekt. Der Weg ist frei. Diesem Drachen ist bestimmt der Schreck in die Schuppen gefahren. Ja, dem wird der Schrecken jetzt in die Schuppen fahren, wenn er merkt, was wir mir Schaden machen an dem Burschen. Den werden wir nämlich jetzt nochmal zum Abschluss richtig schön wegrasieren. Also hoffe ich zumindest. Verstanden. Das glaubst du aber. Hey, du Wurm! Der Leichenfresser, aha. Da kommt er, hinter dir! Erledigt. In der Tat. Dieser Oger steht auch so schnell nicht wieder auf. Wenn der Drache tot ist, kehrt die Tierwelt zurück. Der Sehr Natur gut. ist geholfen. Nochmal instant einen Drachen weggeballert. Ja, das ist doch zauberhaft. Tot. Ja, genau, der ist hier. Siegel des Untergangs. Ah, da hinten ist auch noch eine Truhe, da schau her. Ich will vorher übersehen. Da gang es auch noch mal oben. Ah, da ist dann wahrscheinlich so ein Verbindungsstück daher, okay. So. Jetzt muss ich mal schauen, was haben wir denn, was war denn jetzt eigentlich noch zum Tor? Ich weiß, dass ich noch 2 Berserker-Bosse, glaube ich, machen müsste, könnte, sollte, wie auch immer. Mal schauen. Ah, da habe ich auf alle Fälle Ole, Vanaheim habe ich auch, Vanaheim sage ich, Niflheim habe ich Ole, Muspelheim ist nur noch Gnar, nur. Midgard, da ging auch noch ein Boss ab, wie spät haben wir es denn jetzt, kurz nach halbe. Okay, Midgard habe ich noch einen Boss. In Svartalfheim haben wir alle gemacht, wenn man nicht alles täuscht. Also Berserker-Bosse zumindest. Vanaheim, da haben wir... Na, Schmarrn, Jötunheim, da gibt's nichts, da kann man nichts tun, nicht wirklich. Dann geht man quasi nur noch ein Berserker ab, wenn ich das richtig sage. Dem ist wohl scheinbar so. Dem ist dann wohl scheinbar so. So, Freunde der Sonne. Was soll ich sagen?
Der Berserkerkönig auch sehr nervig. Ja, der kam halt auch noch, aber da geht mir jetzt Zeit tatsächlich leider aus. Das werden wir on-stream... Ja, den einen, ja stimmt, den meine kann man noch schnell machen. Den einen machen wir noch schnell. Ich hoffe, also wenn er nicht allzu kompliziert ist, hauen wir noch schnell zum Baby. Dio, danke dir für dein Following. Schön, dass du da bist. So, warte mal, der war da, also gehen wir einfach mal da her. Machen wir den Berserker-Boss noch schnell geschwind an. Da meine ich, haben wir gut dabei. Ah, Dennis Truhen dahinter, okay. So. Ja, das passt perfekt in der Winterwelt dann aufhören. Das ist, glaube ich, auch eine schlechte Idee. Dann haben wir genug zusammengemetzelt für Weihnachten. Ja, dann haben wir aber auch zusammengemetzelt worden. Also das wollen wir ja nicht untergraben, gell? Also ich hab schon böse auf die Schnauze gekriegt auch halt von der Gna. Also das da muss man auch Props einmal an die Bosse raushauen. Ja? Wir haben zwar zusammengezipfelt, haben aber auch zusammengezipfelt worden. Ja? Nach Strich und Faden und aller Regeln der Kunst. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den noch zusammengezipfelt kriegen. Ist da alles bereit? Schauen wir mal. Ah, der Runenangriff. Ja gut, der Runenangriff ist irrelevant, den brauchen wir nicht wirklich. Weltenverschiebung ist passt. Schauen wir mal, was der kann. Regni, die Eiferin! Dein Tod wird meinen König ehren! Das war der letzte, oder? Nur noch der König übrig. Ja, schnelle Nummer. Seine Berserker waren schon hart, aber ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Wir sollten jetzt gehen. Die Seele eines Toten mit dem Schwert aufzusaugen, ändert auch nichts mehr. Es ist gut, dass du das sagst. Ich werde mich ihm trotzdem stellen. Was? Nach deinem ganzen Gerede über Rache und Bosheit? Es sollte am besten einen bösartigen Geister in Midgard geben. Aber ich musste wissen, warum du das wolltest. Ha. Wer hätte das gedacht? So, Freunde der Sonne. Wir haben jetzt soweit alle relevanten Bosse, sage ich mal, kaputt gehauen. Es war jetzt noch eben die Gna, die wo wir halt kennengelernt haben, die wo wirklich verdammt stark ist. Und wir hätten jetzt noch einen Berserker König, das bringe ich aber im Stream jetzt leider nicht mehr unter. Ja? Das heißt, für alle, die das sehen, Daten, ich kann es anbieten, dass ich das auf Discord übertrage, dass wir uns da mal irgendwann einmal zusammensitzen, dass ich dann sage, okay, hey, weiß ich nicht, am 27. oder 28. irgendwann abends um 6 oder was sitzen wir uns in Discord zusammen, da mache ich eine Bildschirmübertragung und dann können wir da gemeinsam ein wenig schmatzen und dann könnt ihr zuschauen, wenn ihr es wollt. Ich bringe das leider heute im Stream nicht mehr unter, weil ich um 13 Uhr weg muss, okay? Was soll ich sagen? Wir haben, wie ich vorher schon gesagt habe, vor exakt einem Jahr, am 24. Dezember 2021, haben wir mit der God of War Saga in Form von God of War Ascension, dem chronologisch ersten Teil der Saga, angefangen. Und ich betrachte das alles so ein bisschen mit einem weinenden, aber auch mit einem lächelnden Auge, weil heute diese Saga vorerst komplett enden wird. Ja? Man muss abwarten, was die Entwickler machen. Es kommt definitiv kein Teil mehr in der nordischen Mythologie. Es kommen auch keine DLCs mehr zu diesem Spiel. Das ist bereits bestätigt worden. Wir müssen mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich vorerst kein God of War mehr geben wird. Das heißt auch zwangsweise für uns im Stream. Auf den Kanal wird es auch, werden wir die nächsten, sage ich mal, mindestens 2-3 Jahre nichts von diesem unfassbar geilen Spielecharakter hören und sehen. Ja? Es gibt allerdings einige Hinweise in diesem Spiel als auch im Vorgänger, sowohl auch ein bisschen von Entwicklerseite. Man munkelt oder die Richtung wird ein bisschen so vorgegeben Richtung Ägypten. Ja? Was ich eng dazu sagen kann, ist folgendes: Der Kratos war
schau mal in Ägypten. Ja, da gibt es einen kurzen Comic, den könnt ihr in YouTube anschauen, wenn es ihn interessiert. Da passiert nicht allzu viel wirklich Relevanz. Das spielt kurz nach dem 3. Teil. Da segelt er halt noch seine Taten in Griechenland, möchte er seinen Fluch loswerden und seine Taten irgendwie vergessen machen und dann segelt er halt nach Ägypten. Ja, da passiert nicht allzu viel. Also tatsächlich, der Kratos hat sich bereits schon einmal in Ägypten aufgehalten. Ja, das ist ja lore-technisch relevant, das ist nicht irgendeine Hirngespinstgeschichte oder Fanmade-Geschichte, sondern das ist tatsächlich so, das ist offiziell. Und auch die Entwickler haben sich schon dazu geäußert, dass sie schon gerne mal nach Ägypten gewollt hätten. Ja, der Ursprung war ja gewesen, dass diese Reihe jetzt, der letzte Teil und der jetzt in Ägypten hätten stattfinden sollen. Ja, also man kann davon ausgehen, dass wenn nochmal ein God of War kommt, dass wir uns dann wahrscheinlich in Ägypten wiederfinden werden. Inwiefern das mit der Handlung dann zusammenhängt, ob das nach dem spielt oder davor oder komplett aus dem Kontext gerissen wird, das weiß man nicht. Es gab halt auch so eine Theorie, der Vollständigkeit halber, der Atreus ist ja auf der Suche nach den restlichen Riesen, ja, und da hat man halt gemeint, ja, er findet halt wahrscheinlich jetzt in Jötunheim oder generell in der nordischen Mythologie nicht mehr so viele Riesen, wie er sich das vielleicht gedacht hat und kommt dann irgendwann auf die Idee, hey, schauen wir doch einmal, vielleicht haben die in andere Götterwelten verschwunden, weil er der Kratos ursprünglich auch nicht der nordischen Mythologie angehört. Und so kann halt der Weg dann tatsächlich nach Ägypten führen. Mr. Verb. Verb, danke dir für dein... Eich. Schöne Weihnachten, lachender Smiley. Jawohl, 13 Monat und Co. an Monat bereut grinsender Smiley-Party-Gesicht. Mr. Verb, danke dir für dein Resub auch im 13. Monat. Und keinen Monat hast du bereut. Ja, das ist ja mal das höchste Kompliment, was du machen kannst. Du hast halt leider sehr viel versandt. Wir haben noch den einen oder anderen Boss ziemlich böse verhauen. Haben wir auch von einem Boss sehr böse verhauen worden. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir natürlich frohe Weihnachten. Wenn du noch kurz da bist, kriegst du dein Gaming-Wissen noch. Das, was wir letztes Mal nicht mehr gemacht haben. Ansonsten, merci dir für deinen Resub und natürlich weiterhin willkommen in der Barzig und viel Spaß mit den Emotes. Gut, Freunde, dann darf ich sagen, einen dicken, fetten Applaus, ein dickes, fettes F für den Kratos, für den Spielecharakter, ein dickes, fettes F für Santa Monica, für die geile Story, wo sie uns die geboten haben. Für die geile Reise, die sie uns geboten haben mit allen God of War Teilen. Es ist wirklich, meiner Meinung nach, kein einziges God of War wirklich schlecht. Und ich glaube, dass jeder, der die Möglichkeit hat, God of War zum Spielen, das tun sollte. Ja, God of War ist ein unfassbar gut Spiel geworden. Zugegeben, 2018er Teil und der 9. hat mir am Anfang mit dem Kampfsystem, war ich nicht ganz so warm damit, aber mittlerweile feiere ich das Kampfsystem. Klar, Hack and Slay ist noch geiler, aber ich finde, wie sie es gemacht haben, ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, da kannst du wirklich nichts sagen. Das, was ich versammelt habe, schaue ich mir alles als Wort noch mehr. Wird alles gespeichert und wird auch auf YouTube landen. Keine Sorge. Ja, auch dieser Part wird noch auf YouTube kommen. Ich hab gehört, der Kratos-Bazi hat seinen letzten Gegner heute eine schöne Bescherung gemacht. Ja, der letzte Berserker, der ist jetzt gerade ziemlich böse zusammengezipft worden, aber Gnar hat uns auch einige... Die liegt noch nicht, die ist sehr, 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 sehr stark. Ja, die werde ich irgendwann offstream machen, im Discord dann wahrscheinlich. Aber das sehen wir schon. Auf alle Fälle hat richtig Spaß gemacht, God of War. Und ich hoffe, es kommt noch mal irgendein Teil. Ja? Ich hoffe es wirklich, weil... Wenn es nicht komplett aus dem Kontext gerissen wird, von der Story her, dann bin ich einem neuen God of War jederzeit offen. Ja, mit God of War kannst du nichts falsch machen, wenn du mich fragst. Ja? So, jetzt werde ich an der Stelle noch schnell Spiel speichern, Freunde der Sonne. Und ich habe ja noch was für euch. Ich habe ihnen ja gesagt, dass man mir, oder dass ich, noch eine Ankündigung habe. Wollen wir die hören? Oder soll ich denken, noch ein wenig auf Folter spannen? Die muss ich uns jetzt extra noch mal schnell kurz sagen, okay? Verabschieden wir uns. Kurze Schweigesekunden für God of War. Unfassbar gut Spiel. Kannst du sagen, was du willst.
So. Gut. Schauen wir da mal. Jetzt ziehe ich da mal schnell um, dass ich wieder ein wenig mehr Übersicht habe über die ganze Geschichte. Also. Es war uns eine Ehre, Sie auf Ihren Abenteuern begleiten zu dürfen. Absolut. Absolut. Wir verabschieden an Kratos jetzt somit einmal vorerst in die wohlverdiente Rente. Ja, das hat er sich verdient. Er hat viel Scheiß durchgemacht, er hat auch viel Scheiß gebaut, so ist es jetzt nicht, aber er hat auch viel Scheiß wieder gut gemacht. Und ich glaube, dass er, wenn er, sollte es kein God of War mehr geben, dann glaube ich, ist dem seine Rente mehr als verdient. Ja? Mehr als verdient. So, Freunde, ich habe gehört, ich habe eine Ankündigung zu machen. Ja? Ich bin jetzt irgendwie gerade noch so ein bisschen, ich bin jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich bin jetzt tatsächlich aufgeregt, weil das was ihr jetzt gleich zu Gesicht kriegt, oder was ich jetzt gleich sage, ist eigentlich etwas gewesen. Erstens einmal, dass ich es überhaupt so lang geheim halten habe können, das ist eigentlich eher ein absolutes Wunder. Weil normalerweise platzen sie eine Sachen irgendwann einmal aus mir aus und ich hab mich wirklich zusammenreißen können, dass da wirklich nichts, wirklich gar nichts nach außen dringt. Es wissen jetzt, ich weiß nicht, wer alles da ist, aber ich hab's genau 3 Leute gesagt. 3 Leute wissen seit ungefähr 2 Monaten, wo sie jetzt so ankündigen wird. Okay? Und das ist eigentlich etwas, wovon ich selbst niemals davon ausgegangen bin, dass man es mal realisiert. Okay? Die ersten schreiben Merch. Sonst noch irgendwelche Vorschläge, Wünsche, Anträge, was meinst du, was sagen? Das würde mich mal interessieren. Außer die Leute, die es nicht wissen. Ja? Also einer ist auf jeden Fall im Chat, 2 normalerweise. 3. Flauschknädel, interessant. Handsignierte Breselfetzen. Tennisschläger-Kollektion. Ich möchte ein bayerisches Kind von. Ein Bazi-Spezi. Es kommt der Baby-Bazi. Ja, da haben interessante Sachen dabei. Schwipschwap-Sponsoring. Ja, interessant. Du hast dein eigenes Spiel entwickelt. Es sind interessante Sachen, die was ihr da sagt. Ja? Es sind interessante Sachen. Leider, ich glaube, Bazi macht jetzt ein Hip-Hop. Nein. Vorher höre ich Stream auf, bevor ich das mache, um Gottes Willen. Hör mal bloß auf. Nein, Leute, ich glaube, ich spanne nicht lange auf die Folter. Okay? Ich glaube, sollen wir es revealen? Soll ich die Katze aus dem Sack lassen? Oh, scheiße, jetzt glaube ich, habe ich es verraten. Verdammt. Das ist vorher schon verraten. Du hast einen Pokédex wegen deinem Kappe. Nein, das auch nicht. Das war aber auch mal cool. So, Freunde, ich glaube, ihr seid bereit, oder? Ihr wollt es alle wissen, was es ist. Gleich aufschreiben, die Vorschläge für. Ja, war schon witzig. Außer, okay. Wenn du Hip-Hop machst, hast du einen Follower weniger. Keine Sorge, wird nicht passieren. Ja, mit Hip-Hop habe ich gar nichts am Hut. Ja, da habe ich lieber. Nein, ist wurscht. Ist egal. So, Freunde der Sonne, passt auf. Ich zeig's euch. Okay? Ich zeig's euch. Jetzt switchen wir da mal schnell kurz und Freunde der Sonne, I proudly present to you. Es gibt jetzt Merch. Okay? Es gibt jetzt offiziell flauschig bayerisch geschubsten Bazi-Merch, ja, für euch, von uns, von mir und Mozart, also die Designs hat Oli der Mozart gemacht. Ein riesen dickes Danke an ihn, falls du da bist, merci dir an der Stelle. Ich glaube, wir haben für alle irgendwie ein wenig was erwischt, was dabei, dass für jeden ein wenig etwas dabei ist. Wir haben mehrere Motive. Fangen wir mal unten an. Ja, es gibt die ganz normalen T-Shirts mit einem Logo. Ja, nur, dass jetzt da bei dem Logo dann Gamer-Bazi mit draufsteht, das sieht man jetzt da an der Stelle nicht. Pass auf, machen wir es ganz einfach. Machen wir es mal ganz einfach. Passt auf. Das seht ihr jetzt, das machen wir jetzt. Das selber nachschauen könnt. Ja. Wir haben einen Command. Ja, den habe ich schon vorher irgendwo eingerichtet. Da ist er. Ich muss jetzt nur schauen, ob der jetzt funktioniert, ohne dass ich Streamlabs neu starten muss. Und zwar, wenn ihr Ausrufezeichen Merch eingibt, ja, da geht sogar. Mit Ausrufezeichen Merch könnt ihr gern selber jetzt oder nachher oder wann auch immer mal auf die Seiten gehen, könnt stöbern. Ich zeige es jetzt einfach der Vollständigkeit halber, ja.
Wir haben ganz normale T-Shirts mit Logo, ja, das, was ihr von mir kennt, das, was wir seit ein paar Monaten haben. Das ist nahezu auf jedem Motiv. Wir haben 2 verschiedene Shirts, wir haben Hoodies, wir haben zudem Tassen. Ja, also es bleibt eigentlich so, die Rische bleibt eigentlich immer gleich. Dann haben wir uns was überlegt, was mich so mehr oder weniger gut umschreibt. Ja, wir haben dann Shirts, wo dann Gamerbazi draufsteht, geschubst, flauschig, bayerisch. Ich glaube, das trifft äußerst gut. Ja. Das ist recht clean gehalten. Es gibt natürlich sämtlichste Größen und sämtlichste Farbkombinationen. Also das ist halt jetzt alles in schwarz dargestellt, weil es mir halt so besser gefällt. Dann haben wir ein eigens zusammenkomponiertes Emote gemacht mit unserem Bazi-Herz, was bei mir als Emote ja kennt. Und haben es mit den 2 Flauschknädel-Emotes kombiniert, weil du kannst auf der Seite nur ein Emote oder ein Motiv pro Seiten aufgetan. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach eine Flauschknädel-Liebe, also Flauschschlaf, ja, weil jeder ist geil auf Flauschis. Ja, das weiß, denke ich mal, jeder, der wo schon länger dabei ist. Das gibt es allerdings nur als T-Shirt und als Hoodie. Das gibt es nichts aus Kissen oder aus Tassen. Das kommt vielleicht noch, das weiß ich nicht. Wir haben dann Tassen noch da, jeweils für Mats und für Paula. Da gibt es separat, da haben wir nur die Tassen gemacht. Mit dem Gedanken, also das Gedankenspiel dahinter ist das, Männlein können sie ja Mats als Tasse holen und Weiblein können sie ja Paula als Tasse holen. Es kann natürlich jeder kaufen, wenn er was kaufen mag, was er will. Ja, das steht natürlich eng frei, aber so war halt mein Gedanke dahinter. Dann haben wir noch ein Kissen und ein Shirt mit Logo, das ist jetzt unten nicht aufgelistet gewesen, warum auch immer. Habe ich kurz gelungen, es gibt das Flauschlauf auch als Kissen. Ja. Sagt also, bin ich schon wieder nicht vorbereitet, das ist die Aufregung. Ja. Und das als Gamerbazi geschubst, flauschig bayerisch gibt es auch als Hoodie. Ja? Also ich denke mal, wenn einer auf sowas Bock hat, ich glaube, es ist für jeden irgendwas dabei und ich glaube, es wird sich dahingehend, denke ich mal, auch jeder irgendwas finden. Tippe ich jetzt einfach einmal. Ja? Wie gesagt, für alle, die was interessiert, es ist schon länger einmal, vor längerem schon mal die Frage aufgekommen, ja, Bazi-Merch wann? Und tatsächlich hat es dann wirklich, irgendwann haben dann wirklich die Überlegungen gekommen, ja, die Community ist doch sehr, sehr groß geworden jetzt mittlerweile. Und ja, schaut's gern drauf. Ich werde dann noch dem Stream, weiß ich nicht, ob ich es heute noch mache, aber spätestens morgen Vormittag irgendwann wird ja auf meiner Twitch, auf meinem Kanal, wenn ihr auf Info geht, wird ein Banner erscheinen, auch mit Merch, da könnt ihr dann draufklicken, da kommt ihr direkt zum Bazi-Shop. Ich gehe jetzt mal davon aus, der Link funktioniert auch für euch. Ich weiß es nicht. Ja. Genau. Ja, das war meine Ankündigung, mehr oder weniger. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht wirklich was, wo ihr sagt, ja, okay, so bahnbrechend ist das jetzt auch nicht. Für mich ist es halt ein Riesenschritt, weil ich damit nicht geredet habe, dass ich es überhaupt mal mache. Ja, an der Stelle. Gibt es da eine Zelte, ich möchte das Gesicht auf 5 Quadrat. Ja, du musst es bestellen und dann größer verarbeiten dann wahrscheinlich. Ein Meilehafer, shut up and take my money. Ja, das haben halt, wir haben halt die Klassiker dazu. Wir haben jetzt nicht irgendwie das wo irgendwie so abgekommen ist, sondern einfach schlicht gehalten. T-Shirts kann jeder brauchen, Hoodies kann jeder brauchen, Tassen mag einmal jeder, Kissen braucht einmal jeder. Ich glaube, es ist, wie gesagt, wenn da einer was mag, dann meine ich, finde ich definitiv irgendwas. Ja? Aber nachdem sie halt schon derartig eskaliert hat mit irgendeinen Weihnachts-Subgifts und was weiß der Teufel, was soll ich sehen, ja, Sportsenkenkergeld. Bitte, Dankeschön. Naja, ich meine, ich weiß nicht, ob da in absehbarer Zeit, ob da mal irgendwann einmal mehr dazukommt oder was anderes noch dazukommt. Jetzt erst einmal so, wie der Shop jetzt ausschaut, so bleibt er vorerst erst einmal. Natürlich sind wir nicht davor gefeit, dass da irgendeine andere Schunden in der Zukunft auftauchen wird. Hier bei uns im Stream, das, wo man dann zum Merch machen könnte. Aber so glaube ich, für den Anfang, wie gesagt, ist da für jeden, der wo wenig da hat, da meine ich, findet das ja was. Da muss ich einmal zum Shoppen gehen. Ist sehr, sehr gern, Leute, wenn irgendwas gefällt, könnt ihr es gern bestellen. Da ich mich narisch gefreuen, wenn ich mal den einen oder anderen irgendwann einmal im Real Life oder so treffe, der wo dann auf einmal mit meinem T-Shirt oder was weiß ich was rumrennt. Da darf ich mich natürlich narisch gefreuen, aber fühlt sich da bitte nicht gezwungen dazu. Ja? Ich habe den Merch-Shop jetzt nicht gemacht, weil ich jetzt irgendwie da Millionär werden möchte, den habe ich einfach gemacht, weil es, glaube ich, einfach passt mittlerweile. Ja? Wir haben es hat ja im Endeffekt, es ist ja enker Schuld im Endeffekt. Ja? Es hat dafür verantwortlich, dass es überhaupt keine Gedanken aufkommen, weil aus Gründen. Ja? Wenn einmal jetzt die
die Zusammenfassungen der letzten Wochen anschaue, wie der Kanal nach oben geschneit ist, auf einmal, ja, dann kommt das eigentlich, das im Endeffekt in Anführungszeichen jetzt, euer Schuld. Ja? Weil es gibt mir ja das Gefühl, ja, er macht was richtig, er macht das gut, wir feiern das, dann darf er halt wahrscheinlich auch Merch kaufen, so, mehr oder weniger. Das hat überhaupt nicht den Hintergrund, da jetzt, wie gesagt, irgendwie Millionär zu werden. Es ist halt, ich finde halt auch irgendwie, es gehört irgendwann einmal ein wenig dazu. Ich weiß es nicht. Irgendwie so gefühlt jeden Streamer, wo ich verfolge, nahezu jeden Streamer, die haben alle einen Merch-Shop. Und da sage ich jetzt nicht den Grund, warum ich jetzt dann keinen mache. Also, es hat sich halt einfach angeboten. Es hat sich von den Motiven her angeboten. Es hat sich von den ganzen Insider her angeboten, die sie im Laufe des letzten Jahres oder in diesem Jahr einfach entwickelt haben. Und dann passt es auch. Ja. Es war jetzt selbst anders, wenn ich einfach irgendwie einen sinnlosen Scheiß da hinrotzen darf auf den Merch, weil dann brauche ich nicht anbieten. Ja. Das sind halt Sachen, die mir war halt wichtig, dass wenn ich Merch mache, dass ihr oder ich das verkörpern kann, was im Stream abgeht. Ja? Wenn sich jetzt einer ein T-Shirt kauft mit geschubsflaschig bayerisch, weiß ja jeder, was geschlagen hat. So, von den Leuten, die halt einfach da sind. Ne? Oder die halt irgendwann dazukommen. Die wissen halt einfach, okay, das kann ich mit dem Gamer-Basis verbinden. Das passt dann einfach auch. Auf jeden Fall eine geile Sache. Ich glaub's da aber auch, dass das ein großer Schritt ist. Es war für mich, es ist nie zur Debatte gestanden. Das Thema ist aufgekommen vor 2 Monaten. Und dann haben wir vor einem Monat ungefähr, der Shop an und für sich steht schon seit einem Monat ungefähr. Der ist seit einem Monat circa fertig. Ja? Aber ihr habt natürlich keinen Link nicht dazu, also kommt ihr auch noch nicht drauf. Ja? Wieder nicht. Natürlich muss ich an der Stelle auch noch dazu sagen, nochmal ein dickes, fettes Merci an Mike. Ja? Weil ohne den gab es den Shop gar nicht, weil der Mike hat mir nämlich einen Partnerlink geschickt, damit ich den Shop überhaupt eröffnen kann. Ja? Also Mike, an der Stelle nochmal ein dickes Merci auch an dich. Ja, dass du mir den Partnerlink überhaupt geschickt hast. Bitte press F for Respect auch für den Mike, ja, weil ohne Mike war das nicht möglich gewesen. Ganz einfach. Muss man auch dazu sagen. Hey, der war schon wieder fast untergegangen. Das ist mir da noch weit wieder, wenn ich es vergiss. Brauche ich die jetzt nicht entschuldigen dafür? Wie, was? Brauchst du die jetzt nicht entschuldigen? Ach so. Super, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil wir schuld sind. Na, also schuld, in Anführungszeichen, um Gottes Willen. Naja, aber ich glaube, wie gesagt, wollte schon sagen, der Shop schaut sehr aus wie der von Mike. Es ist, die Plattform ist die gleiche, ja, GetShirts. Der Mike ist bei GetShirts und der hat mir halt damals eben den Partnerlink zugeschickt und es ist dieselbe Verkaufsplattform, mehr oder weniger, ja. Und deswegen schaut der ähnlich, basically ist eigentlich dasselbe, nur die Waren haben halt anders. Ne? Also halt, ne, die bedruckten Sachen haben halt anders. So das T-Shirt und so weiter und so fort und den Hoodie und was das alles mögliche, die Tassen und die Dinge, das 1:1 vom Produkt selber, vom Grundprodukt selber, ich finde es genauso auch beim Mike. Aber der Mike hat halt wieder andere Motive wie ich. Aber ich habe mir halt damals, ich hab einen Prototypen da. Da ist aber der Schriftzug zum Beispiel noch nicht drauf. Ich habe mir von Mike ja ein T-Shirt bestellt. Und ich habe mir dann einen Prototypen von meinen T-Shirts bestellt, damit ich mich mal von der Qualität überhaupt überzeugen kann. Und ich finde bei GetShirts, das tragt sich unfassbar angenehm und es passt auch von der Größe. Also wenn du halt XL hast, dann brauchst du auch kein 2XL oder S oder M bestellen, weil das passt einfach so, wie es ist. Ne? Und das war mir halt wichtig, dass mich halt da vorher mal überzeugt, dass das, was ich halt da anbiete, dann auch halbwegs passt. Weil ich möchte nicht, dass sich einer dann irgendwann ein T-Shirt bestellt, der wascht das einmal und dann ist der Druck herunter, weil das ist halt, ne? Aber gut. Ein Special Thanks geht jetzt von mir an Dino raus für die mega Unterstützung heuer, für die geile Action mit unserer Wette und ich weiß nicht, was ich sagen soll, einfach danke. Nicht für das, habe ich gern gemacht. Ja? Also im Endeffekt, vor eng braucht sich sowieso generell nie einer bedanken. Ja? Wenn wer danken muss, bin ich das. Ja? Weil ich macht die Reise so, wie zu der es was geworden ist. Ja? Ich hat nahezu jedes Mal da, egal was für ein Wochentag, egal was für eine Uhrzeit, es ist einfach geisteskrank, was abläuft, so die letzten Wochen, Monate. Eigentlich das letzte Jahr ist geisteskrank. Ja, wir werden Silvester ein kleiner Schmerz machen, da können wir mal alles ein wenig Revue passieren lassen. Aber grundsätzlich habe ich einfach unfassbar viel zum Danken, was es möglich macht und wie es ihr das möglich macht da auf dem Kanal. Ja. Ich habe gestern mit der Wifi im Voice habe ich kurz geredet drüber. Für mich ist ja Streamen nichts anderes als wie ein Hobby.
Ja, ich mache das aus Spaß, ich mache das, weil ich Bock drauf habe, weil ich Lust drauf habe. Ich mache das nicht wegen Geld, ich mache das nicht, weil ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen muss. Das gleiche Geld für einen Shop, das gleiche Geld für einen Discord, das gleiche Geld für alles, was mit dem zusammenhängt. Ja, ich mache das als Spaß an der Sache. So. Und ihr unterstützt es einfach so derartig stark, indem ihr einfach zuschaut, indem ihr einfach da habt und mir immer wieder das Gefühl gibt, ja, okay, das ist richtig gut, was du da machst. So, und das ist halt meiner Meinung nach, das ist einer meiner Grundvorsätze, dass ich sage, hey, mach's nur, wenn du Bock hast und weil du Bock hast und mach's nicht wegen was anderem, weil da stumpft man ab. Und ich glaube, das haben wir alle wirklich gut hingebracht, so, wie wir jetzt da haben. Das habe ich als Streamer, glaube ich, gut hingebracht, ja, weil sonst war es ja nicht da. Und ich glaube, als Community generell kann man wirklich einmal ein riesen fettes F an die Community an und für sich droppen, weil so eine Community, wie wir haben, das findest du halt einfach nicht oft auf Twitch. Oder eigentlich, ich darf fast behaupten, findest du gar nicht auf Twitch. Ja, weil der Zusammenhalt halt einfach da ist, es ist keine Ellenbogen-Gesellschaft nicht. Wir haben ja mittlerweile, keine Ahnung, 10, 12 Streamer und überall findest du nahezu die gleichen Leute. Und das ist, habe ich schon ein paar Mal gesagt, werde ich ja immer wieder mal sagen, aber ich möchte halt schon, dass ihr das, dass man das nicht, dass ihr halt wisst, was mir das bedeutet. So. Wir haben kein Leben mehr. Ja, manchmal kommt es einem so vor, das stimmt tatsächlich. Leben nie davon gehört, verstehe ich nicht. Was ist Leben? Kann man das essen? Gut, Freunde. So, jetzt sitzen wir da am 24.12. Jeder hat wahrscheinlich heute noch eine massive Fresserei vor sich. So auch ich. Das Jahr war sehr, sehr geil. Sehr, sehr intensiv. Es hat eigentlich keine negativen Sachen nicht gegeben. Also wirklich nichts. Von enkerer Seite sowieso nicht. Also auch der nächste Punkt, der wo wirklich positiv ist, wir haben lauter erwachsene Leute, die Sinn und Verstand haben, da wo keiner trollt, also keiner bösartig trollt. Natürlich sagt jeder mal einen Spruch, der war ein wenig, ne? Aber das gehört halt dazu. Aber es hat keine negativen Sachen nicht gegeben, von wegen, ja, irgendwelche Bot-Attacken oder sonst irgendetwas. Content-technisch war unfassbar intensiv heuer. Wir haben heuer noch nicht ganz fertig mit der Streamerei, also es kommen noch 2, 3 Streams an Silvesterplane an. Da zocken wir ein Spiel an, so ist Standplanung jetzt, und machen wir dann einen Abschlussschmerz für das Jahr, ja, weil das, glaube ich, ist ganz gut, so ein Plätschmerz ab und zu mal. Der nächste Stream wird aber dann erst am Mittwoch wieder sein. Ich habe morgen keine Zeit, ich habe am Montag keine Zeit. Also am Mittwoch, nächste Woche geht es ganz normal wieder mit dem Content weiter. Dann werden wir dann weiter mit The Last of Us. Und Tomb Raider läuft ja auch aktuell noch, da werden wir aber bald fertig sein, schaut ihr mal. Also nächste Woche geht es ganz normal wieder dahin, so wie es gewohnt hat. Ja, die Woche war einfach extrem stressig. Mit Weihnachten, mit Real-Life-Sachen, mit Tennisspielen, mit was das wie es ist. Und wie gesagt, ab nächster Woche Mittwoch geht es wieder ganz normal nach Plan dahin. Ich habe noch Urlaub jetzt bis 4. Da kommt vielleicht bestimmt noch mal der eine oder andere spontane Stream dazu. Aber das sage ich dann, wie gesagt, den Discord, wenn es soweit ist. Ja, Ausrufezeichen Discord an alle Neuen, die da noch nicht drauf haben, schaut da gerne mal drauf, da kriegst du mit, wann ich live gehe. Dann weißt du, wo ich spiele und was für Uhrzeit. Plattform ist ja sowieso klar. Streamen ja nur auf Twitch. Das kündige ich aber auch nur auf Discord an, abgesehen davon. Haben schon ein paar Leute drauf, kommen gerne dazu. Kostet ja nichts. Genauso wie es Follow nichts kostet, wenn du es noch nicht da hast und dir gefällt, was ich da betreibe. Vielen Dank dafür. Sage ich einmal im Stream. Discord, ja genau. Gut, Freunde, dann sage ich ein riesen dickes, fettes Merci für den geisteskranken Support heute. Ich möchte es nochmal wiederholen. 1800 Bits und 48 Gift-Subs. Es hat so oder 48 Subs, es hat so derartig geistesgestört, dass nimmer, also im positiven Sinne geistesgestört, ne? Das wirklich nimmer schön ist. Das unnütze Gaming-Wissen, ja gut, Mr. Verb, schön einer grätscht. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Nur unnützes Gaming so viele Sachen, die vergiss ich alle. Die vergiss ich alle. Aber ist ehrlich, du darfst beruhigt auf den Zehen steigen. Jetzt pass auf. So, jetzt pass auf. Wir haben stehen bleiben. Oh, jetzt haben wir. Oh. Wer hat Batman Arkham Asylum gespielt? Hat das wer gespielt? Spielen wir vielleicht auch noch. Ja? Nächstes Jahr irgendwann. Jetzt geht es um Batman Arkham Asylum.
Das ist Alter, da vergisst man. Ja, das stimmt. Aber seitdem ich 30 bin, habe ich leichte Alzheimer. Keiner Batman Arkham Asylum gespielt. Frechheit. Ja, gut, müssen wir es wahrscheinlich im Stream irgendwann einmal spielen. Ja gut, okay, passt auf. Für die Arbeit an Batman Arkham Asylum gab es einen Entwickler, der ausschließlich für das Cape von Batman verantwortlich war. Der Moment, wenn du Zeit wirst du designs. Das ist zauberhaft, oder? Also ich sag's nochmal, für die Arbeit an Batman Arkham Asylum gab es einen Entwickler, der ausschließlich für das Cape von Batman verantwortlich war. Gregor, merci dir für dein Following, habe ich dir. Du kommst zum Schluss des Spiels, holy shit, wir haben einfach 1 vor 240 Follower, das ist so Wahnsinn einfach. Aber gut, so. Mr. Verb, ich hoffe, es passt und sorry, dass ich das jetzt ein bisschen gezogen habe. Ja? Alles ein Fetzenzeichner, ja genau. Der zeichnet keinen Bresselfetzen, der zeichnet einen richtigen Fetzen. Ja? Aber Batman, die Reihe, die haben wir uns einmal die habe ich auf meiner Streamliste schon stehen. Das werden wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr mit Sicherheit irgendwann einmal anschauen. Ja? Das ist auch keine schlechte Spielereihe, nicht? An und für sich. So, ich war stehen bei. Genau. Da ist er, der Press. Am Burger reißt am Fetzen auch durch. Sehr gut. So, Freunde, jetzt aber. Jetzt ist soweit, dass soweit ist. Jetzt werden wir uns langsam verabschieden. Ja? Der geht mir, ja. Normal bist du bei derjenige. Cube Twister habe ich dir. Jetzt wird es so werden, dass es so ist, dass wir uns jetzt langsam einmal verabschieden werden. Ja? Sabi der Red Delay. Schaue ich gleich. Wahrscheinlich zu Sabi. Schauen wir gleich. Ich wünsche euch alle ein ganz besinnliches Weihnachtsfest. Ja? Lasst euch reich beschenken. Beschenkt den einen oder anderen vielleicht reich, wenn ihr es nicht schon da habt. Ja, wer weiß, bei den einen oder anderen ist eine Bescherung schon gewesen. Bei meinen ist erst am Abend. Ich wünsche euch alle eine zauberhafte Fressorgie. Heute, morgen, übermorgen, nächste Woche. Ich weiß es nicht, wie lange ihr feiert. Ich habe so das Gefühl, dass ich morgen einen Schwerlaster brauche, ja, bei 2 Miracle hintereinander, und das wird reinhauen. Ja, also wenn ich nächste Woche da sitze mit so einem Kopf, dann habe ich ungefähr 18 Kilo zurückgenommen, aber das gehört halt an Weihnachten leider halt einfach mal dazu. Ich sage nochmal ein ganz, ganz dickes Danke für den unfassbar kranken Support heute. Wir haben einen Rekord. Ihr habt Rekorde aufgestellt, ja. Also so geisteskrank war es noch nie, muss ich wirklich auch dazu sagen. Und ich würde vorschlagen, macht eine angenehme Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit euren Liebsten, wie auch immer. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Wann genau? Wahrscheinlich 17 Uhr. Schreibe ich dann noch ins Discord rein. Da spielen wir auf alle Fälle weiter mit The Last of Us. Ja, da haben wir noch vor 1,5 Wochen angefangen und dann haben wir nicht mehr dazugekommen, weil aus Gründen. Und ja, haut euch rein. Danke fürs Dosa, danke fürs Supporten allgemein. Ich werde, wie gesagt, den Banner für den Merch entweder morgen, wahrscheinlich eher morgen erst drauf tun. Es könnt jederzeit, wenn ihr eng dazu entscheidet, irgendwas zum Kaufen, könnt während ich auch nicht streame, könnt ihr jederzeit in meinen Chat gehen und den Command triggern. Ja, dann kriegt ihr den Link genauso. Da muss ich nicht unbedingt live sein dafür. Ja. In diesem Sinne, haut euch einen schönen 24. Dezember, euch eine schöne Weihnachten und bis Mittwoch. Pfiat euch. Wir gehen jetzt, genau, und ich bin halt so durcheinander. Wir gehen zu Sabi. Weil der Red Delay hat deutlich mehr Viewer aktuell. Und ich glaube, Sabi freut sich. Die haben wir zwar letztes Mal auch schon geradet, aber ich glaube, das passt. Ja. Liebe der Lust bei der Sabi, ist eine sehr sympathische Streamerin, die macht Just Chatting, die macht wahrscheinlich auch einen Weihnachtsschmerz oder was. Und ja, gern Liebe der Lust. Okay? Red Command ist im Chat für Subs und Non-Subs. Und jetzt schleicht euch, ja? Haut euch rein, frisst euch zu. Pfiat euch.